Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. It's Kasperl. Ja, Leute, aktuell keine neuen reine Discord-Leaks, zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht kriege ich jetzt bald einmal wieder was mit, dass wieder was kommt. Dann können wir uns da wieder gütlich tun. Aber ich habe es nicht versprochen, Leute. Einige von euch fanden es gut. Die Nummer beim letzten Mal. Mimi-Videos über ApoRed reacten. Und dementsprechend dachte man, Ding. Genau. Dann machen wir nochmal. Es ist nämlich eine neue Entschuldigung von Mimi an ApoRed, den allerechtesten, ne? R.E.D. Richtig erbärmlicher Dulli. Eine weitere Entschuldigung ist da rausgegangen. Nummer 15 inzwischen Zeit. Und da hat er mir nicht lange umeinander. Hauptsache hier Sommermeere. Reißt seine Häube auf. Mir gegen einer in Fehler. Meine Freunde, ich hoffe, Part 15 lässt nicht lange auf sich warten. Ja, 5 Monate hat es gedauert. 5 Monate waren es. Aber ich nehme ja auch stark an, ne, dass ein Mimi nebenher halt auch noch arbeiten muss. Dementsprechend nehme ich an, dass YouTube seine einzige Einnahmequelle ist. Weil einmal im halben Jahr 1.000.000 Aufrufe machen, weiß ich nicht, ob das reicht. Ja, um zu überleben, ne? So, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ihr habt ja vielleicht mein letztes Video gesehen, wo ich über die Autofahrkünste von ApoRed geredet habe. Und das Video hatte auch viele Kommentare, das war auch alles cool so. Aber da gab es einen Kommentar. Leute, da müssen wir mal kurz drüber reden. Ich finde es im Übrigen super nice, wie er hier, wie er die Nummer mit diesem rosa Tütü einfach durchzieht. Ne? Er zieht das durch, scheißegal, der sitzt da, bierernst, erzählt, hat aber dieses Kostüm an. Das ist großes Kino. Das ist wirklich große Comedy, gefällt mir sehr gut. So, Fejamius schreibt, ich habe fest damit gerechnet, dass Mimi bei 6 Minuten 30 mit dem Blick durchs Fenster auf die Straße und Google Maps genau herleitet, wie schnell Apo da fährt. Er wird nachlässig. Hui, Ne? Aber woher kenne ich das? Kenne ich das Zeichen? Kenne ich das von DSA? Bin mir nicht sicher. Aber ja, wäre möglich gewesen. Missed Opportunity. Der Boy hat stark nachgelassen. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ihr habt da komplett recht. Sandro Knoll schreibt hier noch, er hat es sicher gemacht. Das kommt noch. Zur richtigen Zeit. Ja, der Zeitpunkt kommt jetzt. Hier wollte sich sowieso gerade jemand hinsetzen. Hä, du hast dich doch noch gar nicht draufgesetzt. So, okay. Ja, hier im Übrigen, keine Ahnung, dieser Mickey TV, ich weiß nicht, warum der bekannt ist. So, ich kannte den, bevor der angefangen hat, Skandälchen zu produzieren, nicht. Und keine Ahnung, ich glaube, ich habe da nicht wirklich viel verpasst. Der Typ, Entschuldigung, ein bisschen ein Schnackler. Der Mann kommt mir vor wie hauptberuflicher Dampfplauderer, der, ja, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen mehr Attitude abgeholt hat, als der liebe Gott woanders den Charakter verteilt hat. Und ja, klassischer Fall, ich habe es ja schon 1000-mal gesagt, es ist ein Problem, gerade was über dieses Influencertum aufgekommen ist in den letzten 15 Jahren, dass viele Menschen meiner bescheidenen Meinung nach viel zu jung, viel zu erfolgreich geworden sind. Diese Leute, die im Teenageralter stellenweise aus dem Kinderzimmer raus YouTube-Kanäle gegründet haben und schon sechsstellig verdient im Jahr, bevor die überhaupt 18 waren. Also diese Leute sind zu ganz, ganz großen Teilen krank abgestürzt, weil die, glaube ich, einfach irgendwann echt den Bezug zur Realität verloren haben. Ja. Ich glaube, dass ein menschliches Gehirn
in dieser schwer prägsamen Phase, wo sich das Gehirn noch so krass entwickelt, damit nicht umgehen kann und da falsche Vernetzungen stattfinden, die dann am Ende irgendwo so ein Arschloch bilden. Spulen wir mal als allererstes den ganzen Scheiß zurück und Er hier gehört im Übrigen auch, ist ja dieselbe Schiene. Er ist auch zu jung, zu erfolgreich geworden mit der Nummer. Wenn du dann vielleicht schon von Anfang an ein bisschen charakterlich so nicht der allergeilste Typ warst, so dann wird's halt wild. beobachten die Kulisse. Hier sieht man eine graue Box, ein Schild, wo gerade irgendein Typ dran vorbeiläuft, ein graubraunes Gebäude und 2 Betonschweine. Die kann man auch auf Google Street View sehen. Und ja, die heißen wirklich so. Bei Mimi lernt man noch was fürs Leben. Jedenfalls sieht man hier auch die graubraune Hausfassade, die graue Box und das Schild. Hey, haben Sie eine Drehgenehmigung? Nehmen wir diese Stelle mal als Startlinie von ApoRed. Die Strecke geht dann hier lang. Und da bei der linken Häuserreihe fast alles gleich aussieht, nehmen wir mal die markante Stelle hier als Ziellinie. Dann messen wir die Strecke aus und kommen auf ca. 108 Meter. Jetzt packen wir ApoRed wieder ins Auto, klatschen eine Stoppuhr drauf und schauen mal, wie lange er für diese Strecke braucht. Das ist halt mitten im Wohngebiet, Digga. Es ist halt mitten im scheiß Wohngebiet. Soll ich wirklich drücken? Ja, wir drücken. Safe? Nice, wie er hier den Mario Kart Soundtrack eingeht. Digga, ich glaube, er hat noch mehr Power bekommen. Ja, Digga, ganz ehrlich, er fährt hier einfach Vollgas durchs Kack-Wohngebiet und glotzt währenddessen noch hier seinem Kameramann an. Oh, schau mal, wie geil wir sind. Oh. Jeder einzelne Anwohner denkt sich, was für ein dummer Wichser, ey. Hör auf zu lachen, du Sozialversager. Wir machen jetzt Mathe. Yay. So, 7. Klasse für Prinz Puma. Geschwindigkeit ist der Strecke durch Zeit, aka V ist gleich S durch T. Er ist also im Durchschnitt 18 Meter pro Sekunde gefahren und mit dem Umrechnungsfaktor 3,6 kommen wir auf 65,5 Kilometer pro Stunde. Das ist halt wild in der 30er-Zone. Digga, in der 30er-Zone, 65,5. Weißt du, wie lange der Lappen weg ist, wenn sie dich da blitzen? Ne? Zu Recht. Alter. Ich bin in meinem Leben, der Handvoll Male bin ich geblitzt worden in meinem Leben. Nix Wildes. Ne? Hier mal 5 km/h zu schnell, hier mal 10 km/h zu schnell. In der Zwischenzeit achte ich sehr, sehr, sehr penibel drauf, weil ich glaube, 10 km/h zu schnell kosten inzwischen, glaube ich, so 40 Euro oder sowas. Das ist mir nicht wert. Ne? Aber die Nummer gehört halt wirklich, also da gehört halt wirklich massiv ein Riegel vorgeschoben. Besonders interessant ist, wenn man bedenkt, dass da zu Beginn einfach ein fettes 30 Kilometer pro Stunde Schild war mit dem Hinweis auf Ein Kindergarten auch noch, Digga. Kindergarten. Schon komisch, dass gerade er dann genau so eine Moralpredigt hält. Ich bin sowieso nicht der Rennfahrer. Ich fahre eigentlich voll entspannt. Ich halte mir doch eigentlich immer an die Verkehrsordnung. Ich finde halt dieses hektische, die ganze Zeit draufdrücken und so, ich weiß nicht, Digga. Vielleicht für so unreife Leute vielleicht irgendwas. Chef oder Es ist so ein Winkler-eskes Verhalten, das ist so fürchterlich. Die Parallelen zwischen ihm und unserem Kalorienkardinal reißen nicht ab. Ja, auf der einen Seite das eine behaupten, auf der anderen Seite anders handeln. Ist ja beim Autofahren auch so eine Nummer. Wir hatten das ja jetzt erst auch in dem letzten Video zu Zeiten, wo Reini noch mit dem Ranger unterwegs war. Ja, wo er dann auch immer alle anderen belehrt hat. Alle anderen fahren scheiße. Er ja nicht. Ne? Da hat er sich aufgeregt. Mit 180 kommt er daher. Das ist hier genau dieselbe Nummer, Digga. du fährst einfach so 100 auf 50er Zone. Digga, diese Regeln sind ja nicht ohne Grund da. Auf einmal machst du Goofy. Digga, auf einmal hast du einen Typen vielleicht überfahren oder eine Frau oder ein Kind vielleicht, Digga. Denkst du, du kannst dann irgendwann nachts ruhig schlafen, Digga? Ja, Digga, ich glaube nicht. Ne? Das ist das Problem. Deswegen fährt man halt nicht irgendwie, wie die gesenkt ist, auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Ne? Was er da jetzt ausgerechnet hat, ne? Mit Strecke durch Zeit oder so, ne? Geschwindigkeit gleich Strecke durch Zeit, da kriegst du eine Durchschnittsgeschwindigkeit raus. Also wenn er konstant diese Geschwindigkeit gehabt hätte von Start zu Ziel, dann wäre er so schnell gewesen. Aber der ist ja deutlich langsamer gewesen am Anfang, als er gestartet ist. Ne? Das heißt, er ist ja zwischendurch nochmal deutlich schneller gefahren.
in der Spielstraße, wo der Kindergarten ist. Nie wieder, Digga, weißt du? Alleine für dieses Risiko, Digga, lohnt sich nicht mal, weißt du? Und für die, die es nicht wussten, der Grund, warum man damals überhaupt 30er-Zonen gefordert hat, war, weil so viele Kids überfahren wurden. Bei 30 Kilometer pro Stunde hat ein Passant beim Aufprall logischerweise bessere Überlebenschancen. Rechnerisch gesehen ist das so ähnlich wie ein Fall aus dem ersten Stock. Ich demonstriere euch das mal. Hui, aua. ApoReds 65 Kilometer pro Stunde erreichen wir ungefähr beim Fall aus dem 6. Stock. Hui, aua. Da ist die Chance 1:5, dass du überhaupt überlebst. Das ist eine wilde Nummer. Das ist eine wilde Nummer. Aber ihm kann es ja egal sein. Er sitzt im Auto. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, ist relativ hoch. Ne? Aber 1:5 ist 20%. 20%. Und bremsen tut er natürlich nicht rechtzeitig, ne? Weil er die ganze Zeit auf seinen scheiß Kameramann geschaut hat. Weil es muss ja Klicks machen, ne? Das muss ja viral gehen. Die Leute müssen ja sehen, was er für ein geiler Typ ist, ne? Dass er jetzt ein Lambo hat. Und der hat sich auch nicht die 5 Minuten Zeit lassen können, mit diesem scheiß Lambo einfach auf die Drecksautobahn zu fahren und da dann vielleicht mal Pedal to the Metal zu machen. Wenigstens da. Nee, am Kindergarten vorbeiheizen muss man. Und jetzt kommt's. Auf der Straße gab's, by the way, nicht nur einen Kindergarten, sondern auch einen Kinderarzt, eine Kinder- und Jugendhilfe und einen großen Babyfachmarkt. Also, Alter, willst du mich verarschen eigentlich? Es ist halt wirklich, das ist der dümmste Ort auf dem Planeten, um auf diese behinderte Art und Weise mit deinem scheiß Lambo zu flexen, Digga. Aber danach einen erzählen, ja, das ist ein ruhiger Fahrer. Am Arsch. so eigentlich die perfekte Straße, um mit dem Lambo zu rasen und dabei in die Kamera zu labern. Also, ich bin kein moralisches Arschloch. Und um das auch gleich Nein. Ich wollte gerade Rainer sagen, aber... vorwegzunehmen, My Car Design hat am Wochenende geschlossen und im Hintergrund ist auch voller Betrieb. Also können wir davon ausgehen, dass der da auf der Kinderstraße unter der Woche lang geheizt ist, wo die Einrichtungen alle offen waren. Und dazu kommt noch, wenn man hier bei My Car Design rausfährt, sieht man schon die Startlinie in meinem Video. Leute, der hat seinen Lambo gerade erst abgeholt und bei der ersten Gelegenheit schon das Gaspedal durchgedrückt. Und bedenkt bitte, 65 Kilometer pro Stunde war ApoReds Durchschnittsgeschwindigkeit. Logischerweise war seine Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke noch höher. Er Das wild einfach, das wild. ist ja nicht plötzlich durchgängig 65 gefahren, sondern hatte einen Beschleunigungsweg, wo er unter 65 gefahren ist, aber auch eine Spitzengeschwindigkeit von über 65 Kilometer pro Stunde. Es ist jetzt zwar ein bisschen schwer, das genau auszurechnen, aber lasst uns mal eine Milchmädchenrechnung machen, um zu gucken, in welche Richtung das gehen kann. Wenn er rein hypothetisch gleichmäßig beschleunigt hat, gilt Durchschnittsgeschwindigkeit Ich finde die Musik zu genial einfach. Das war jetzt hier schon irgendwie von, ich glaube, Trials of Mana am Anfang, die Mucke drin. Dann ist die Super Mario Kart Mucke oder Mario Kart 64 Mucke. Ne? Und jetzt hier die Game Show Musik aus den 90er Jahren. Top. ist gleich Anfangsgeschwindigkeit plus Endgeschwindigkeit durch 2. Die Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir ja bereits, die Endgeschwindigkeit suchen wir noch und die Anfangsgeschwindigkeit Oh Leute, von welcher Game Show war das? War das Herzblatt? Ich bin mir nicht mehr sicher. schätzen wir einfach. Sagen wir mal, er ist nach der Zebrastreifenkurve wirklich um die 30 gefahren, bevor er aufs Gas gedrückt hat. Wenn wir die Formel jetzt nach der Endgeschwindigkeit umstellen und das Ganze ausrechnen, kommen wir in dem gefahrenen Bereich auf eine Höchstgeschwindigkeit von knapp über 100 Kilometer pro Stunde. Ja, Alter, das ist halt wild. Okay, welcher Stock ist es? Welcher Stock? 65 wäre 6. Stock gewesen. Ja, das ist hier vom Dach dann mindestens, oder? Was dann vergleichbar wäre mit einem Aufprall aus dem 13. Stock. Hast du gedacht, dass ich den Witz nochmal bringe? Du warst nicht vorbereitet. Unerwartete Züge sind schwer zu kontern. Gehen wir zurück zum Anfang. Das ist halt wild. Das ist halt einfach wild. Dass der einfach mit 100 km/h wirklich an denkbar schlecht, überall, ne? Kindergarten, Kinderarzt, Kinderladen, alles auf einem Haufen. Da muss er mit 100 durchheizen. Aber er ist ein ruhiger Fahrer, ne? Okay, Kinders, lasst uns jetzt nochmal mit meiner verfickten Zauberkugel in Mimis letztes Video schauen. Da hat er ja zeigen können, dass ApoRed in seiner Probezeit mehrere schwere Straßenverkehrsverstöße hat. Ach so, ja, da ging es ja auch darum, von wegen, warum sie ihm den Lappen gezwickt haben.
Das ist ja auch so eine Winkler-eske Nummer wieder. Das ist ja auch, da kann ja auch wieder überhaupt niemand was dafür. Da sind ja auch alle anderen wieder dran schuld. Komisch. Ganz ehrlich, wenn sie ihn da erwischt hätten, ich würde es verstehen, wenn es dann heißen würde, hey, gleich Lappen weg. Also einfach gleich. Wenn du es nicht hinkriegst, 50 Meter mit diesem Auto zu fahren, ohne eine 70 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung in der scheiß Spielstraße zu machen, dann weiß ich auch nicht, Digga. Dann weiß ich auch nicht. Die Probezeit auch um 2 Jahre verlängert wurde und er trotzdem weitere Verstöße begangen hat, bis ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er dann ohne Fahrerlaubnis weitergefahren ist. Das ist auch wieder so eine Klassikernummer. Ne? Das sind ja die ruhigen Fahrer im Übrigen immer, denen sie den Lappen zwicken und dann einfach weitergefahren wird. Ja, scheiß an. Es gibt ja auch ein paar Insider-Infos, die, sagen wir mal, die Vermutung zulassen würden. Theoretisch gesehen, kann man ihm natürlich nicht nachweisen, aber es haben Leute gesagt, dass auch ein Rainer Winkler seinen Ranger noch gefahren ist, auch über die Autobahn, nachdem sie ihm den Lappen bereits abgenommen haben. Warum machen diese Leute das? Weil sie sich der Schuld nicht bewusst sind. Weil sie nicht checken, was sie falsch gemacht haben. Wieso? Er denkt sich so, wieso? Ich bin jetzt reich. Wofür betrüge ich denn die Leute im Internet, wenn ich dann von dem ergaunerten Geld mir nicht mal einen Lambo kaufen und damit mit 100 durch die 30er-Zone heizen kann? Ja, ganz ehrlich, wenn man das nicht mehr darf, so dann ist ja auch, dann ist alles scheiße, oder? Leider ist Mimi in seiner Recherche trotzdem irgendwann nicht weitergekommen. Und das Kranke ist, das waren keine kleinen B-Verstöße von ApoLED, sondern wir reden hier von mehreren verschiedenen schwerwiegenden A-Verstößen. Verdammte Scheiße! Leider kann ich nicht einsehen, was genau alles. Das können vermutlich nur bestimmte Behörden in Hamburg, aber es sind auf jeden Fall mehrere verschiedene Sachen aus dieser Liste. Leider hatte Mimi da nicht das Wissen, aber... Wisst ihr, wer das Wissen hat? Mimis Festplatte, das ist die Quelle meines Vertrauens. Und da dachte ich mir, stimmt, da habe ich ja noch gar nicht nachgeschaut. Nicht dein Ernst. Wo hat der die ganzen Sachen her? Alter, mit dem würde ich mich einfach nicht anlegen wollen. Wo kriegt der die Infos her? So, wir brauchen jetzt nur noch den Soundtrack von Germanien. Okay, los geht's. In Entschuldigungsteil 14 habe ich ja erwähnt, dass er im September 2016 seinen Führerschein gemacht hat. Ich wähle dich, Festplatte. Im 2016 seinen Lappen gemacht. Wie alt ist der Typ eigentlich? Wie alt ist der Typ? 2016 den Lappen gemacht? Hat er den relativ spät gemacht oder war der 2016 erst 18 Jahre alt? Das wäre wild. Nicht mal einen Monat später ist ApoRed innerorts 86 Kilometer pro Stunde gefahren in der 50er-Zone. Applaus. Was als schwerwiegender Verstoß gilt. Seine Ja, no shit. Probezeit wurde dann wie erwähnt verlängert und er musste ein Aufbauseminar besuchen. Das hat aber nichts gebracht, denn danach ist er 67 in der 30er-Zone gefahren. Ja, keine Ahnung, 3 Monate später? Nee, 3 Monate und ein Jahr später. Also noch ein schwerwiegender Verstoß obendrauf. Als es rechtskräftig wurde, dass er eine Verwarnung bekommt mit der Empfehlung... Das hier die Nummer auch wieder, oder? Der kriegt einen schwerwiegenden Verstoß, kriegt eine Aufarbeitungsseminar und eine Verlängerung der Probezeit. Und die schicken den dann raus und sagen so, ich hoffe, Sie haben jetzt was gelernt. Und Apo so... Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Das ist halt dann... Ja... sich einer psychologischen Beratung zu unterziehen, ist er im gleichen Monat über Rot gefahren, obwohl die Ampel schon lange rot war. Der hatte in der regulären 2-Jahres-Probezeit schon 6 Punkte in Flensburg. Alter, ich habe noch nicht einen einzigen Scheißpunkt in Flensburg gekriegt. Nicht einen. Ist auf dem Punktetacho schon Alarmstufe Rot. Das heißt, erstes Red. Eigentlich hätte er hier schon die Fahrerlaubnis entzogen bekommen müssen, weil das ja schon 3 solcher A-Verstöße in der Probezeit sind. Aber nee, jetzt passt auf. Das ist auch wieder Winkler-esk, oder? Reini hätte auch eigentlich schon lange in den Knast gemüsst. Wieder und wieder und wieder Bewährungsstrafen, obwohl er sich an die Bewährungsauflagen nicht gehalten hat und die Straftaten immer wieder dieselben waren. Immer wieder Körperverletzung.
Und trotzdem jedes Mal wieder davon gekommen. Jetzt wird's deutsch. Wenn ich das richtig verstehe, hat der Fahrer 2 Monate Zeit, sich einer psychologischen Beratung zu unterziehen. Und bevor die Behörden dazu übergehen, nach einem weiteren Verstoß die Fahrerlaubnis zu entziehen, müssen die ja erstmal sicherstellen, dass der Fahrer 2 Monate die Chance zur psychologischen Beratung hatte. Also ApoRed hatte Glück, dass der sofort wieder Scheiße gebaut hat, innerhalb dieser Zeit und nicht 2 Monate später. Ach, und by the way, ApoRed hat sich übrigens nicht psychologisch beraten lassen. Warum auch? Er weiß eh alles besser. Und ist danach wieder auf Rot gefahren und hat die Fahrerlaubnis endlich entzogen bekommen. Ja, Zeit ist worden, ha? Aber wie gesagt, das ist dasselbe wie beim Wingel. Es ist original dieselbe Scheiße. Warum? Ihr habt doch nichts falsch gemacht. Ihr habt mich doch nur verteidigt. ApoRed hat diesen ganzen Hintergrund und auch noch viel mehr später einfach weggelassen. Dazu gucken wir uns nochmal die Ja, das Convenient einfach weglassen. Ne? Das ist auf jeden Fall cool. Kann man ja mal machen. Kernaussagen seines Videos "Ich muss in den Knast, zu Unrecht ins Gefängnis" an. Da erklärt er, dass er durch den Bombenprank 3 Jahre auf Bewährung bekommen hatte. Der alle echte Main Character soll in den Knast geschickt werden. Ja, der aller echte Main Character sollte schon längst im Knast drinne sein, Alter. Ja, ist auch wieder diese todescringe Nummer hier von sich selber in der 3. Person reden. Ey, der aller Main Character, Alter. Halt dein dummes Maul, ne? Bezahl deine Strafe, geh in den scheiß Knast und hör auf, ohne Führerschein Auto zu fahren. Und zwar hatte ich ja damals eine Bewährung gehabt, Freunde, wegen dem Bombenprank. Das ist jetzt keine Riesengeschichte gewesen, aber... Nee, Bombenprank überhaupt keine Riesengeschichte. Für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, ich halte euch mal auf dem Laufenden. Was dieser sympathische junge Mann gemacht hat 2019, war, dass er einen Rucksack genommen hat, den irgendwo in der Öffentlichkeit in eine Menschenmenge geworfen und währenddessen dann Allahu Akbar geschrien und davon gelaufen ist. Ne? Diese Leute haben Angst um ihr Leben gehabt. Ist das nicht so schlimm. Auch ganz theoretisch, was da alles hätte passieren können. Jetzt stellt euch vor, der macht das, irgendjemand kriegt Panik. In Panik setzt dein Hirn aus. Ne? Und du nimmst einfach nur die Beine in die Hand und läufst und schaust nicht, rennst auf die Straße, wirst überfahren, bist tot. Oh ja, da keiner wissen können, doch. Das ist eine der widerlichsten, abartigen Arschlochaktionen. Weißt du, vor allem dann auch noch, er muss sich ja auch dessen bewusst sein. Er hat ja dieses südländische Äußere, dass er dann da noch mal mehr Credibility drauf gibt, ne? Noch mal mehr dazu für Scheiße. Scheiße. Hier ist ne? Notfall, weg. Ich möchte nicht wissen, was mit den Leuten los war, die da geprankt wurden. Es gibt halt einfach Sachen, die macht man nicht, auch nicht für Reichweite. Trotzdem war die Strafe relativ... Genauso wie sein Kumpel hier, der andere, der jetzt in Dubai im Knast sitzt wegen seiner Liquid Ecstasy Scheiße. Ja? Was hatte der gemacht? Der hat keinen Bombenprank gemacht, der hatte, Falschgeld hat er sich aus dem Darknet bestellt. Ja? Auch, ja, war nur lustig gemeint. Ja, Digga, ist halt nicht so lustig. riesig. 3 Jahre Bewährung. Wenn in den 3 Jahren ein großartiges Vergehen passiert oder mehrere kleine, dann werde ich für 7 Monate in den Knast geschickt. In der Zeit ist er mal ein bisschen schnell gefahren und musste den Führerschein für 3 Monate abgeben. Ich hatte eine Situation gehabt, Freunde, da musste ich meinen Führerschein für 3 Monate abgeben, weil ich bin rangy, ein bisschen zu viel PS und so, ein bisschen schnell unterwegs, dann blitzt das hier und da mal da, blitzt einmal und dann, ja, man gibt den Führerschein mal ab. So, 3 Monate abgegeben. Und als Auch dieses, ich wette was bei dem Klientel, das ihm hier zuschaut, ne, sind hier unten, wenn es aktuell ist, 260.000 Abos. Ne, bei dem Klientel, was ihm hier zuschaut, ist, die checken das nicht, was er da macht, diese Verharmlosung. Ja, weiß nicht, ob die selber vielleicht auch keinen Führerschein haben oder ne, einfach nicht in die Verlegenheit kommen, aber damit die dir den Lappen wirklich endgültig zwicken oder auch ne, für 3 Monate zwicken wegen der einfach nur zu schnell fahren, da muss schon viel passieren. Das geht nicht von jetzt auf gleich, auch gleich für 3 Monate. Normalerweise sind die ersten Schüsse von Bug sind 1 Monat erstmal. Ne? 1 Monat Lappen weg und dann schauen wir mal weiter. Wenn es gleich mit 3 Monaten einsteigt, weißt du, der hat richtig, der ist halt hergegangen und hat jetzt die Scheiße gebaut.
er die Fahrerlaubnis wieder hatte, ist er ohne Führerschein gefahren, weil er keinen rechtzeitigen Termin zur Abholung des Führerscheins bekommen hatte. 3 Monate sind vorbei. Da habe ich natürlich einen Termin zur Abholung gemacht, das dauert natürlich müssen. Ne? Kann mal 1 Monat dauern, kann mal 2 Monate dauern, kann auch 3 Wochen dauern, bis ihr dann den Termin bekommt. Ich fahre einfach. Ja, Reini, ich will immer Reini sagen, weil die Argumentation ist so Winkler-esk. Ne? Hier, da hättest du vielleicht vorher dir denken müssen, oh krass, ne? In 3 Wochen kriege ich schon meinen Lappen wieder. Dann kümmere ich mich vielleicht halt jetzt schon mal drum, dass ich den dann auch abholen kann. Ne? Dass ich ihn dann vielleicht direkt abholen kann, wenn er ready ist wieder. Ne? Wenn meine Zeit abgelaufen ist. Hört sich für mich alles hier nach Lügenlord. Ne? Hört sich schon sehr danach an. Mit dem Lügenlambo. Nach Lügenhausen, Alter. Natürlich weiter, weil die 3 Monate sind vorbei. Ich habe natürlich Bahnhof gemacht, die meinen, alles gut, du kannst fahren. Ja, die Fahrerlaubnis hast du ja. Du hast den Führerschein zwar nicht, aber du hast ja die Fahrerlaubnis. Ja, die, genauso wie die Leute irgendwie von der Führerscheinbehörde zu Reini gesagt haben, ja, freilich, kannst du mit der MPU warten, bis bis deine Verhandlung, die mit dieser MPU eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, bis die vorbei ist, ne? Natürlich, das ist immer so. Du rufst da einfach an, kennt ihr ja auch. Jeder von euch hat schon mal mit einer deutschen Behörde zu tun gehabt und die sind ja halt einfach wirklich super easygoing. Na, wenn du da anrufst, sagst du, oh, yo, Diggi, ich bin's hier, der Allerechteste. Bin ich jetzt nicht dazu gekommen, dass ich einen Termin mache, um mir den Lappen wieder abzuholen, so. Digga, darf ich trotzdem fahren? Ja, freilich, na, weißt du, was du bist, gell? Trust me, Bro. Und dann, ne, wenn du halt dann aber den Lappen immer noch nicht hast, dann hast du ihn halt nicht. Dann bist du halt trotzdem wieder ohne Lappen gefahren. Dabei ist er dann in eine Verkehrskontrolle gekommen, die er wie folgt beschreibt. Ich fahre natürlich herum, hier und da mit dem Rangy, wie es das Schicksal will, die Polizei hält mich an, weil die denken sich, den Hasen, ja, der wagt es bis zu fresh, da wollen wir natürlich mal anhalten. So. Ja, die denken sich, Moment mal, den Hasen, den haben wir schon mehrfach angehalten und den haben sie auch den Lappen gezwickt. Und schauen wir mal, ob der hier gerade ohne Führerschein rumfährt. Und Badge, haben sie gleich einen Treffer gehabt. Die halten mich an, sagen dann, ey, ja, was geht ab? Zeig mal deinen Lappen, alles cool hier und da. Ist uns ein bisschen aufgefallen gerade hier. Ich meinte, ey, hört mir mal zu, ich habe meinen Führerschein abgeben müssen für 3 Monate. Die 3 Monate sind um. Ich habe jetzt Termin zur Abholung gemacht und ich habe natürlich dementsprechend meinen Lappen nicht gerade da. Die meinten, okay, alles cool, haben sich alles notiert, Ja, alles cool, haben sie sich. Alter, wie er diese Geschichten auch erzählt. Also jedem, der nicht irgendwie als Kind 5-mal mit dem Kopf raus gegen die Wand gelaufen ist klar, dass der hier Scheiße erzählt, oder? Ja genau, hahuhi, hahaha. Und vor der Verkehrskontrolle hat Mimi die Unterlagen da. Ja, blöd gelaufen. Das, was ApoRed hier gerade verschweigt, ist, dass er erstmal versucht hat, seine Identität zu verschleiern. Da fragt man sich, wenn er doch telefonisch abgeklärt hat, dass er fahren durfte, wieso hat er dann versucht, einen falschen Namen anzugeben? Ja, ganz, ganz komische Nummer, ja. Ganz komische Nummer. Das mache ich auch immer. Wenn ich vollkommen im Recht bin und alles ist cool so, dann versuche ich auch immer davon abzulenken, ne? Die Leute davon zu überzeugen, dass ich das gar nicht war, der da gefahren ist. Klingt logisch auf jeden Fall. Klären Sie das mal, sehr geehrter ApoRed. In der Verkehrsstrafanzeige steht zwar nicht drin, welchen Namen er explizit versucht hat anzugeben, es wäre aber naheliegend, dass er mit dem fast identischen Namen seines Bruders versucht hat, die Polizei zu täuschen. Das Thema habe ich schon in Entschuldigungsteil 9 behandelt, als ich gezeigt habe, dass er unter anderem die Personalien seines Bruders für Carsharing-Dienste verwendet hat, weil ApoRed selber keinen Führerschein hatte und der Schufa-Score im Keller war. Darüber hinaus hat ApoRed selber öffentlich mal gesagt, dass er mit dem fast gleichnamigen Bruder die Hamburger Verkehrsbetriebe scammt, weil beim Schwarzfahren erwischt werden peinlich ist. Ja, Alter, das ist so erbärmlich. Und dass der Bruder da auch mitmacht, Alter. Dass der Bruder da auch mitmacht. Ja, wenn mein Bruder kommen würde und mir sagen, hey, Alter, darf ich deinen Namen benutzen? Damit sie mir, da kommen dann vielleicht mal ein paar Punkte auf Flensburg drauf, so, aber damit sie mir den Lappen nicht zwicken, damit ich nicht in den Knast muss und, da kommt vielleicht auch mal so eine Rechnung irgendwie von den Münchner Verkehrsbetrieben wegen Schwarzfahren, aber kräftig auf Sachkacken. Einmal die Wahrheit, ja? Wie oft wurdest du beim Schwarzfahren erwischt? Viel, Digga. 5-mal, 6-mal so. Okay, sag mal, ich glaub einmal. Soll ich sagen? 11 Mal. Ey, hier, asozialen Parade, ne? Dick Measuring Contest, nur mit wer häufiger beim Schwarzfahren erwischt wurde. Ihr seid ganz großartige Helden, seid ihr. Ich habe sie auch schon mal beim Schwarzfahren erwischt.
Damals, zu meiner wilden Zeit, ich hatte einfach keine Kohle, Digga. Ich hatte schwierige Zeit, habe in der Stadt gewohnt und um überhaupt irgendwelche sozialen Kontakte pflegen zu können, war ich auf die U-Bahn angewiesen und das war so teuer, weil ich so gerade am Rand von der nächsten Zone war das so teuer, dass ich mir dann ein paar Monate gedacht habe, ja, vielleicht einfach nicht machen. Ja, wenn ich mir jetzt das Ticket spare, dann habe ich, es war damals wirklich so ein Monatsticket für ein MVV, war für mich, wenn ich mir das sparen kann, ein Haufen Geld. Ein Haufen Geld. Und dann dachte ich mir so, ja, komm, da habe ich ausgerechnet, wie oft dürfen sie mich erwischen, damit es sich nicht mehr lohnt. Und einmal hatten sie mich dann erwischt und dann bin insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Monate bin ich schwarz gefahren. Einmal erwischt, da bin ich mit einem Netto Plus rausgegangen. In der Rechnung auf jeden Fall. Aber Leute, nicht schwarz fahren. Aber wenn man mal erwischt wird, kann schon mal passieren. Aber ich würde jetzt im Leben nicht hingehen und sagen, ja, Alter, geil, so cool, ich bin mit Schwarzfahren erwischt worden. Ich bin's einfach. Schaut's mir an, wie geil ich bin. Das ist ja so peinlich, so weißt du, das ist so. Ja, aber damals, er hat immer gefahren, wie verrückt haben. Guck mal, mein älterer Bruder und ich haben den gleichen Vornamen. Er hat dann immer so gemacht, seine Karte war dann verschwunden. Hat er eine neue bekommen? Ah, okay, check. Ja, so eine Art. Ja, vergiss es einfach. Auf jeden Fall, man hat es durch, ist nicht so. Deswegen halt nur einmal gesprochen. Jedenfalls sind die dann noch an seinen Ausweis gekommen und konnten durch eine Abfrage feststellen, dass ApoRed keine Fahrerlaubnis hat. Er durfte also nicht fahren und das wusste er auch. Sonst hätte er nicht versucht, einen anderen Namen anzugeben. Dass er eine 3-monatige Sperre hatte, die dann vorbei war, hat sich ApoRed nur ausgedacht. Jetzt kommt aber der Clou an der ganzen Sache. ApoRed sagt, dass das fallen gelassen wurde, aber trotzdem als Grund auftaucht für den Bewährungsverstoß. Ja, das Bullshit einfach. Das haler Bullshit einfach. Später kriege ich einen Brief. Dieser Vorfall, ja, diese Anzeige wurde fallen gelassen. Da habe ich jetzt keinen Strafbefehl bekommen oder sonst was, ne? Gar nichts. Alles cool. So. Aber mir wurde jetzt vorgeworfen, dass ich ja anscheinend dafür eine Strafe bekommen hätte, weil mit dem Haftantritt hieß es dann, dass es nicht fallen gelassen worden war, sondern es hieß, ich habe dafür 50 Tagessätze bekommen. Interessant ist dabei aber, dass hier als Tatzeit der Ja, Moment mal, aber... Achso, Tatzeit 13.09. Hier geht es eigentlich um eine ganz andere Nummer, die RC erzählt. Okay. 13.09.2020 angegeben ist. Die Verkehrskontrolle, von der er geredet hat, war aber am 17.07.2020. Das, was er hier einblendet, war nicht wegen der Verkehrskontrolle, sondern weil er noch ein weiteres Mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde, als er wieder mit erhöhter Geschwindigkeit geblitzt wurde. Alter, ich weiß nicht, wie man so lernresistent sein kann. Wie man denn so lernresistent sein kann, dass wenn sie einem diesen scheiß Lappen dann mit Aufbauseminar und verlängerter Probezeit und hin und her und 3 Monate Lappen zwickt und er 3 Monate lang dann auch wartet, dass er dann so viel Scheiße baut, damit er den Lappen permanent wegkriegt. Wie verdammt beratungsresistent kann ein einziger Mensch eigentlich sein? Aber das ist auch, wenn irgendwelche dämlichen Pisser einfach der Meinung sind, nee, diese Regeln, die machen schon Sinn, ne? Also für alle anderen. Ich nicht, ne? Ich habe ein Lambo, Digga. Ich habe ja ein Lambo. Hier, Oma Ilse in ihrem Renault Clio, die kann sich mal schön ans Tempolimit halten, so. Aber ich habe ja Geld, Digga. Ich bin ja reich. Ich bin ja bekannt. Mal Klicks auf YouTube, da wird ja wohl, ne, diese Proleten Gesetze hier für die Plebs, die werden ja für mich wohl nicht gelten, oder? Das ist die Einstellung dieser Leute. Und das ist auch eine ähnliche Einstellung wie bei Reini. Man rendert sich die eigene Großartigkeit zusammen und denkt sich dann so, ja, nee, ich kann ja gar nicht falsch liegen. Es sind die anderen, die Schuld haben, auf jeden Fall.
Daraufhin wurde er angeschrieben, er hat sich aber dazu nicht geäußert. Und das ist dann bei der Staatsanwaltschaft gelandet. Und abgesehen davon, jetzt pass auf Leute, Konzentration. Wenn wir bei dem eingeblendeten Schnipsel oben auf die abgeschnittenen Buchstaben gucken und auf die Schmutzpartikel des Scanners achten, können wir feststellen, dass ich den gesamten Brief vorliegen habe. Und ich dachte mir so, Bro, dich bumse ich jetzt. Aber bevor Ah, großartig reingeschnitten. War jetzt nicht noch irgendwie Dinge. Ich will jetzt wissen, was da drin steht. wir ApoRed richtig blamieren, lassen wir ihn noch ein bisschen labern und noch ein bisschen mehr Anlauf nehmen, bevor er ins Messer rennt. Okay, Leute, jetzt geht's los. Jetzt steht er da wieder an seinem Fenster. Jetzt angeblich wegen dieses Fahren ohne Führerschein wurde dann meine Bewährung, die schon mega lang war, diese 3-Jahres-Bewährung, wurde dann verlängert. Okay, die wurde dann verlängert um 1 Jahr und dann habe ich dann wirklich eine kleine Scheiße gebaut. Okay, Ja, dann auf einmal, ne? Das ist so klassisch, da gibt man dann normalerweise dann irgendeine Mini-Lächerlichkeit zu und sagt, ja, da habe ich ja, das gehe zu. Aber das kann's ja nicht sein. Wegen sowas? Lappen für immer weg? Euer Ernst? Nein, nicht wegen sowas. Hier ist halt dann der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Du hast den Lappen weggenommen bekommen wegen dem und allem, was vorher war. Ne, das gibt ein Gesamtbild und das Gesamtbild sagt, hier der allerechteste Main Character ist zu dämlich, sich an die simpelsten scheiß Verkehrsregeln zu halten und deswegen nehmen wir dem jetzt den Lappen weg und zwar forever. ich kann es euch sagen, was. Und zwar hatte ich einen gefälschten Impfpass gehabt. Oh mein Gott, ich bin so kriminell. Also er behauptet, Ja, genau, deswegen. Wegen dem, also auch das eine Arschlochaktion. Auch das ist eine Arschlochaktion und nicht nur eine Arschlochaktion, sondern es ist halt auch Urkundenfälschung. Rainer, Apo, es ist halt Urkundenfälschung. Das ist halt nicht cool. Ne? Urkundenfälschung ist nicht eine kleine Scheiße bauen. Weil ich will jetzt dieses Ding-Thema nicht schon wieder aufmachen, hier mit der, wer sich hat impfen lassen und wer nicht und was das gemacht hat und hin und her und bla bla bla. Aber die Sache war, wenn man sagt, hier, lass mich nicht impfen mit der Scheiße, schön und gut, ne, seine Entscheidung, aber dann sich so einen Impfpass beschaffen und sie denken, ich habe sie alle ausgetrickst, weil ich bin's, der Fuchs, das ist halt behindert einfach. Und es ist halt vor allem auch noch dümmer, wenn du das machst, während du Person des öffentlichen Lebens bist. Weil es dann höchstwahrscheinlich noch höchstwahrscheinlich herauskommt. Erstens, weil anscheinend, was ich so mitgekriegt habe, ganz viele Leute gebumst wurden mit diesen gefälschten Impfpässen, weil die anscheinend scheiße gefälscht waren. Und noch dazu, weil du ja, wenn du da Influencer bist und permanent alles Mögliche ins Internet rausbläst, und gerade zu der Zeit war ja das Hauptthema überall, ne? Covid, bla 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 hier, bla 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 da, Corona hin und her. Dann wird's schon durchgeschimmert sein, dass er jetzt vielleicht nicht so, wie gesagt, ich habe seinen Content nie verfolgt, aber dass er jetzt vielleicht nicht so Bock auf die Impfung hat. Und der wird sich schon auch dagegen ausgesprochen haben. Ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er sagt, ja, keine Ahnung, auf Impfung habe ich keinen Bock, aber ich behalte jetzt da mal meine Meinung für mich. Ich will ja keine Kontroverse auslösen, ne? Schätze ich nicht so ein. Also wahrscheinlich werden es die Leute gewusst haben. Und wenn er dann auf einmal irgendwo in der Öffentlichkeit auftaucht und hier so einen Impfpass hat, dann wird der ein oder andere vielleicht stutzig. Und sagt dann vielleicht der ein oder anderen Behörde, hier der gute Mann, schaut euch den Impfpass von dem vielleicht mal genauer an. Ich glaube nämlich, dass der nicht legit ist. Möglich, ne? Wenn Reini auf einmal mit einem gefälschten Impfpass unterwegs gewesen wäre, 2020 oder 2021, dann wäre das auch ultra schnell rausgekommen. Ja, so schnell hättet ihr gar nicht schauen können, da wurde ich schon bei der Pinea angerufen. dass seine Bewährung wegen Fahren ohne Führerscheins 1 Jahr verlängert wurde. In der verlängerten Zeit wurde er mit gefälschten Impfpass erwischt und sollte deshalb in den Knast. So, die Bewährung wurde dann verlängert um, keine Ahnung, 6 Monate, 1 Jahr. Das heißt, der gefälschte Impfpass kam dann nur in meine Bewährung rein, in meine verlängerte Bewährung, weil sie halt durch diese Fahren ohne Führerschein-Geschichte, die ja eigentlich nicht stimmt, verlängert worden ist. Ja, es ist alles eine große Verschwörung. Die Illuminaten sind dafür auch noch mitverantwortlich. Das ist alles ganz fürchterlich, ne? Also, die Staatsanwaltschaft hat ihm jetzt einfach die Bewährung gekickt,
weil die sich gedacht haben, ja Moment, hier deswegen fahren ohne Führerschein, das ist zwar fallen gelassen worden, weil der hat ja mit den Bullen geredet und hihi, haha, huhu, ne? Alles cool. Aber wir knechten das eben trotzdem noch rein. Und deswegen verlängern wir seine Bewährung und deswegen ist er dann gebimst. Und keine Ahnung, der Anwalt, den du dafür engagiert hast, der hat kurz vorher eine Lobotomie gehabt, oder? Und ist nicht drauf gekommen zu sagen, Moment mal, warum die Bewährung ist hier vollkommen unrechtmäßig verlängert worden, weil die Nummer hier, die dafür ausschlaggebend war, eigentlich gar nicht stimmt, ne? Weil er gar nichts gemacht hat. Nee, so kann es nicht sein. Eigentlich dürfte diese gefälschte Impfpass nicht in meiner Bewährungszeit gewesen sein. Eigentlich wäre sie außerhalb der Bewährung. Und damit wäre es nur eine Straftat außerhalb der Bewährung. Und Hatidadivari, wenn du nicht geschissen hättest. Vielleicht, ja, wenn dem so wäre, ne, ist es nicht. Ist es nicht. Aber jetzt nehmen wir hypothetisch mal an, dass der nicht komplett voll Scheiße ist, der Mann. Sogar wenn dem so wäre, ist halt trotzdem keine Entschuldigung dafür, dass du scheiß Urkundenfälschung begangen hast, oder? Und ich hätte dann eine Geldstrafe gezahlt, das Ding wird durch. Dadurch würde eigentlich die Bewährung nicht widerrufen werden und dadurch müsste ich eigentlich nicht in den Knast. Das ist die Tatsache. Versteht ihr, was ich meine? Nee, ist halt nicht. Aber schauen, was Mimi dazu sagt. Also durch Fahren ohne Führerschein wurde die Bewährung, diese lange Bewährung schon verlängert um, keine Ahnung, 1 Jahr oder so. Und halt in dieser Verlängerung kam halt dieser gefälschte Impfpass, okay? Seine Argumentation ist, dass das ja eingestellt wurde, somit die Bewährung gar nicht verlängert werden dürfte und er mit dem gefälschten Impfpass dadurch nicht während der Bewährungszeit, sondern außerhalb der Bewährungszeit verstoßen hat. Er also nicht in den Knast müsste. Okay, schauen wir mal, was im Brief steht. Wie Ich bin sehr gespannt, was im Brief steht. Eine Sekunde, ich muss kurz Pause machen. bereits in meinem letzten Video angemerkt habe, muss das hier ein Antwortschreiben auf eine Beschwerde seitens ApoRed sein, weil ApoRed hier Beschwerdeführer genannt wurde. Dieses Bild ist so geil einfach. Mit dem langgezogenen Hals und dem roten Bims. Und genau das war's auch. Es gab einen Gerichtsbeschluss, ApoRed hat Beschwerde eingereicht und das hier war ein Teil aus dem darauffolgenden Beschluss, dass ApoReds Beschwerde abgelehnt wurde. Okay, fangen wir mal oben an. Er wurde wegen Nötigung, Körperverletzung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verurteilt, sowie auch Verletzung des Kunsturheberrechts. Also im Bombenprank-Kontext ist damit gemeint, dass er Leute ohne deren Wissen und Erlaubnis ins Internet gestellt hat. Die haben überhaupt erst durchs Video erfahren, dass das kein echter Anschlag war. Daraufhin hat er 3 Ach so wild. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Du kommst heim, bist komplett fertig, hast gesagt, oh, da hat irgendeiner, oh, Gott sei Dank ist das nicht explodiert, da muss ein Fehler drin gewesen sein. Der hat da den Ding geworfen und hat geschrien und ich bin einfach nur gelaufen. Und du bist komplett fertig mit der Welt. Und ein paar Tage später kommt einer und sagt, hey, du hast mir das die Story erzählt. Ja, guck mal hier, ich habe das Video dazu gesehen. Das war ja gar nicht echt, das war nur ein Prank und die Leute laufen tagelang rum und denken, sie sind so knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Alter, da können wirklich ernsthafte psychische Probleme, die können ja Angst vor öffentlichen Räumen bekommen, arbeitsunfähig werden, sonst irgendwas. Ne, ist ja alles nicht so schlimm, ne, alles cool, ne. Ey, was für ein Abraum, Mensch. Jahre auf Bewährung bekommen, heißt, dass er 3 Jahre lang keine Scheiße bauen darf, sonst kommt er 7 Monate in den Kerker. Und jetzt, liebe Leute, wird's sehr interessant. Zitat: Mit Strafbefehl des Amtsgerichts Hamburg vom 4.9.2020 wurde der Beschwerdeführer Prinz Puma wegen versuchten Betrugs, Tatzeit 29.10.2019, zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Von versuchten Betrug hat er aber überhaupt nichts gesagt, oder? Aufgrund dessen wurde die Bewährungszeit um 1 Jahr verlängert. Versuchter Betrug ist normalerweise nicht in der Straßenverkehrsordnung drinne. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die Bewährung dann deswegen verlängert wurde, oder? Und dieser Beschluss wurde dem Beschwerdeführer Prinz Puma auch am 18.12.2020 schon zugestellt. Das heißt, ApoRed wusste 2020 schon, warum seine Bewährung verlängert wurde. Und diese Begründung wurde in diesem hier eingeblendeten Brief auch nochmal genannt. ApoRed wurde also mindestens 2-mal schriftlich darüber aufgeklärt. Aber ich check auch nicht, woher er diesen Brief hat. Woher hat Mimi diesen Brief? Das begreife ich halt nicht. Wo sind dem seine Kontakte? Wo kriegt er seine Infos her? Wenn mir jemand so einen Brief zustellen würde, ja, der würde halt bei mir bleiben, oder? Den setze ich doch nicht jetzt in. Ach wohl. Wenn der in den anderen Sachen schon so Winkler-esk handelt, dann kann es schon gut sein, dass der auch einfach im Internet die Dinger weiter verschickt hat. Ne? Hey Brudi, was soll ich machen?
Ja, in Knarsch gehen, Digga. Du hast halt einmal zu oft Scheiße gebaut. Erklärt, was Phase ist. Und trotzdem erzählt ApoRed uns und seinen Zuschauern, dass die Verlängerung zustande kam, weil er mal ohne Führerschein gefahren ist. Obwohl hier in dem Brief schwarz auf weiß steht, dass die Bewährung 1 Jahr verlängert wurde, weil er wegen versuchten Betruges verurteilt wurde. Ich, ein Mensch mit so viel Positivität und keine kriminelle, negative Energie. Ja, offensichtlich nicht. Nee, die Leute fliehen immer ins Ausland vor den deutschen Behörden. Die Leute, die keine kriminelle Energie haben. Ne? Die müssen immer ganz plötzlich die weg. Was genau der versuchte Betrug war, konnte ich bisher noch nicht rausfinden, aber... Fakt ist auf jeden Fall, dass der gute ApoRed wirklich Scheiße gebaut hat. Also in den War das ein OG? Oder war das eine KI? Hat Reini OG über ApoRed geredet und gemeint, er ist hergegangen und hat die Scheiße gebaut? Das muss ich rausfinden. Das muss ich irgendwann rausfinden. Hey, wer weiß, wo man das findet, schreibt es mir unten rein. Links könnt ihr bei mir nicht reinschreiben, aber ne, umschreibt es halt. Der und der Kanal, das und das Video. Entschuldigungsteil 12 habe ich ja angeschnitten, dass er mal wegen Betruges unter Tatverdacht stand. Da wurde sich Zugang zu einem fremden PayPal-Konto verschafft und damit Flugtickets gebucht und Autos angemietet. Aber vom Datum her... Alter, das ist halt auch wieder... oh, das war dann später noch. Oh, anscheinend, das war dann noch im Jahr darauf, 2021. Das ist auch so wild. Keine kriminelle Energie. Ne? Sich Zugang zu PayPal-Konten verschaffen und dann darüber irgendwelchen Schnickschnack kaufen für sich selber. Nee. Aber es scheint ja noch ein anderer Betrugsfall zu sein, ne? Also... passt das nicht zusammen. Der hat dann noch irgendwas anderes am Laufen gehabt, wo ich wie gesagt keine näheren Infos habe. Aber es geht noch weiter. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass ApoRed ja, was hat er gesagt? Er ist gesetzestreuer Bürger, gell? So schaut das aus. scheinbar nicht wusste, ob die Bewährung 1 Jahr oder 6 Monate verlängert wurde. Diese 3-Jahres-Bewährung wurde dann verlängert, okay? Die wurde dann verlängert um 1 Jahr. Die Bewährung wurde dann verlängert um, keine Ahnung, 6 Monate, 1 Jahr. Also durch Fahren ohne Führerschein wurde die Bewährung, diese lange Bewährung schon verlängert um, keine Ahnung, 1 Jahr oder so. Anhand des Briefs wird auch klar... Keine Ahnung, so 1 Jahr oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie es euch gehen würde. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich irgendwie verurteilt worden wäre. Aber wenn ich eine Bewährungsstrafe kriegen würde und dann nochmal Scheiße bauen, die Belehrung, bin ich jetzt behindert? Die Bewährung wird verlängert, Leute. Dann wüsste ich würde mir das sehr gut merken können, um wie viele Monate meine Bewährung jetzt verlängert wurde. Ja? Das würde ich mir schon vielleicht, und wenn ich es mir nicht so merken kann, würde ich mir vielleicht auf einen Zettel schreiben. Ja? Bewährung bis Datum. Oh ja. Und jedes Mal, und keine Ahnung, den Zettel vielleicht so in die Handyhülle rein. Und jedes Mal, wenn du das Handy in der Hand hast, steht da so Bewährung bis, ja, scheiße. Damit du auch jeden Tag mehrfach daran erinnert wirst, so ne? Backen zusammenkneifen. Vielleicht einfach mal, vielleicht kriegst du es vielleicht mal hin, 2 Jahre lang ohne Straftaten durchs Leben zu gehen. Da, warum er zwischen den Zahlen rumeiert. Denn nach der ersten Bewährungsverlängerung kam sein Fahren ohne Fahrerlaubnis. Also das war der Ausschnitt, den er aus dem Brief eingeblendet hat. Dadurch wurde die Bewährung ein weiteres Mal verlängert um 6 Monate. Und dann kam erst der gefälschte Impfpass. Also Urkundenfälschung, was zum Widerruf der Bewährung und damit zu dem Haftbefehl geführt hat. Ja, ganz ehrlich, die ganze Scheiße, die jetzt schon viel früher widerrufen werden sollen. Auch hier. Ich glaube, dass unser Land einfach das Problem hat, wir haben nicht genügend, Platz im Knast. Ne? Für die Leute. Wir lassen die dann einfach laufen, sagen, hier, gib uns einfach ein bisschen Geld. Das können wir dringender gebrauchen. Ne? Wenn du im Knast bist, kostest du uns Geld. Bist du dann brav? Ja, auf jeden Fall bin ich brav. Ja, gut, dann gehst du raus. Ne? Und dann geht er raus, setzt sich in ein Lambo und sagt hier, Wallah, Wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Information, dass die Bewährung widerrufen wurde, ging dann als Brief an ihn raus. Da ApoRed aber bekanntlich immer falsche Adressen bei Behörden angibt, wurde der Brief am Ende ApoReds Vater persönlich überreicht. Der Puma war natürlich uneinsichtig und hat Beschwerde eingelegt. Ich habe zwar nicht den Beschwerdebrief, aber da das hier ja ein Antwortschreiben ist, kann man indirekt schlussfolgern, was da ungefähr drin gestanden ist. Er hat auch noch versucht, irgendwie mit der Adresse rum zu doktern. Dann,
wenn es nicht zugestellt werden kann. Das sind so wie Kinder, die sich vor einem bösen Monster unter der Decke verstecken. Ne? Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Hat, weil der Brief hier ja dagegen argumentiert. Da das jetzt wieder so ein Jura-Paragraphengeschwurbel ist, werde ich das Ganze wieder in einfacher Sprache ausdrücken, damit Vielen Dank, ich hasse dieses Beamtendeutsch. es auch jeder versteht. Also Puma macht Beschwerde. Miau. Gericht sagt, was miau, willst du mich verarschen? Beschwerde ist Bullshit. Weil hier steht, Bewährung kann widerrufen werden, wenn Puma Straftat in Bewährungszeit macht. Plus Absatz 2, Bewährung wird nicht widerrufen, wenn es ausreicht, neue Auflagen zu geben oder Bewährung zu verlängern. Bewährungszeit darf aber nicht mehr als die Hälfte der Ursprungszeit verlängert werden. Also bei 3 Jahre Bewährung ist das maximal 1 Jahr und 6 Monate Verlängerung. Deine Bewährungsstats sind also schon maxed out. Absatz 2 kannst du knicken, also Cry me a river, du Peach. Miau. Ja, klar. Nochmal verlängern ging halt einfach nicht. Aber ihr habt euch nicht an die Verfahrensvorschriften gehalten, miau. Doch, die zuständige Staatsanwaltschaft wurde vor der Entscheidung angehört und dem Beschwerdepuma wurde vor dem endgültigen Beschluss auch noch die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Miau, aber ich habe das Anhörungsschreiben nicht bekommen, miau. Okay, Tamam, hast du mich jetzt gefickt? Ja, Bruder, wen willst du verarschen? Wir haben den scheiß Brief an die Adresse geschickt, die du uns selber gegeben hast. Und dein Vater hat den Brief sogar nachweislich entgegengenommen. Ja, ein Vater, der wollte halt mit dem Bullshit nichts zu tun haben. Der hat genau gewusst, Alter, wenn ich da jetzt den Scheiß nicht annehme, ich komme da in Teufels Küche, ich nehme jetzt diesen Kackbrief einfach an. Vielleicht hat er sich gedacht, nee, vielleicht ist er noch eine erzieherische Maßnahme. Zeit wäre es worden, ne? Alter, was denn? Dann, auch das dann diese Leute, die ja angeblich immer so, ne, immer so großartige Typen sind, so mit Charakter und so laut eigener Aussage, aber dass die halt einfach nicht mal das bisschen Rückgrat haben, dann zu sagen, ja, ich habe das gemacht, ich mache mich da jetzt gerade dafür, ich nehme die Strafe an, die ich dafür verdient habe, sondern man versucht sich dann immer noch so lächerlich rauszureden mit irgendwelchen Hintertürchen, Winkeladvokaten-Bullshit, ne? Und das Traurige ist, wenn der irgendeinen guten Anwalt gehabt hätte, hätte es vielleicht sogar noch funktioniert. Mündliche Anhörung kannst du jetzt knicken. Außerdem hast du neue Straftaten begangen. Die Urkundenfälschung war in der laufenden Bewährungszeit. Miau, ja, aber da habe ich ja nur eine kleine Geldstrafe bekommen und so schlimm war die Tat ja jetzt auch nicht. Es geht vielmehr darum, dass die neue Straftat zeigt, dass wir damals falsch lagen, als wir davon ausgegangen sind, dass du nicht mehr gegen das Gesetz verstoßen wirst. Ja, genau, das ist nämlich die Grundlage für so eine Bewährung. Die Grundlage dafür, dass du überhaupt Bewährung kriegst, wenn du eigentlich ja zu einer Haftstrafe verurteilt wurdest, ne, ist ja, dass du, die Grundannahme ist diese, dass du sagst, okay, wir glauben, dass ihm das jetzt eine Lehre war und dass wir den da rauslassen können, ohne dass er weiter Scheiße baut. Und da ist halt, ne, irgendwann, dann lässt sich's auch nicht mehr wegargumentieren. Und dir die 3 Jahre Bewährung und 200 Sozialstunden als Warnsignal ausreichen, ein besserer Mensch zu werden. Wir schauen uns die Persönlichkeit des verurteilten Pumas an, sein Vorleben, die Umstände seiner Tat, sein Verhalten nach der Tat, seine Lebensverhältnisse, den Humor in Jenfeld und auch was wir von dem Puma erwarten können, wenn wir die Bewährung nicht widerrufen. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, du bist und bleibst minderwertiger Abschaum. Miau. Und jetzt verpiss dich in den Puma-Käfig, du Köpek. Und jetzt müsst... Alter, ich würde Geld bezahlen dafür, in einer Gerichtsverhandlung zu sein, in der der Richter seine Urteilsbegründung so vorträgt. Ich würde Geld bezahlen. Leute, ich würde da sogar so überteuertes Kino-Popcorn fressen. Ne? Ja, 10 Euro für den Bucket, mir egal, her damit. Ne? Ich will da rein. Ab in den Puma-Käfig, du Köpek. Müsst ihr bedenken, dass ApoRed diese ganzen Informationen alle schwarz auf weiß hat, aber er stellt sich trotzdem vor die Kamera und sagt, dass er zu Unrecht in den Knast soll. Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist das Winkler-eske wieder. Ne? Reini hat auch diese ganzen Infos, warum er da verurteilt wurde. Der behauptet zwar trotzdem immer noch wieder, ja, ich habe eigentlich nichts gemacht, ich habe mich eigentlich nur verteidigt, ich habe eigentlich nur hier, bla bla bla, das ist ja gar nicht so, die Hater lügen. Ne? Im Internet, was da steht, die
Die Gerichte sind Hater. Wer war noch Hater? Das Gericht war auf jeden Fall Hater. Die Polizei war ein Hater. Der Bewährungshelfer war auch ein Hater. Alle sind sie Hater. Ne? Kennt ihr von Hans Söllner, aber Olle ist aber Wichser? Aber alle sind wir Hater und jeder weiß, wie es geht. Der eine hate im Sitzen, der andere hate im Stehen. Wir haten bis wir umfallen, macht nix, ist ja schön. Leider ein Haftbefehl gegen den Allerechten, leider Gottes, aber ihr habt ja den Grund gehört, zu Unrecht. Mir wird hardcore Unrecht getan. Kannst du nie wieder nach Deutschland, jetzt wegen dem ungerechtfertigten Rein in den Lambo und wieder mit 100 km/h in der 30er-Zone ab in die Opferrolle, du Opfer. Haftbefehl. Ich gehe aus Prinzip, als super stolzer Mensch mit Prinzipien. Der glaubt die Scheiße, glaube ich, selber, wenn er das verzapft. Niemals im Leben, Freunde, niemals im Leben, nur über meine Leiche, gehe ich zu Unrecht in den Knast, weil du fühlst dich einfach nicht wohl, wenn du weißt... Ja, dann haben wir, hey, wir haben überhaupt kein Problem. Du musst nur einfach ein bisschen, einen kleinen Gehirnbooster oder so, keine Ahnung, nimm die nächsten gestohlenen PayPal-Konten und kauf dir vielleicht ein paar IQ-Punkte mehr, dann wirst du vielleicht checken, dass du gar nicht zu Unrecht in den Knast gehst, Digga. Und dann haben wir das Problem doch gelöst. Wir müssen dir nur begreiflich machen, dass du nicht zu Unrecht in den Knast gehst. Kommst du zu Unrecht in den Knast? Komplette Justiz schießt gegen mich zu Unrecht und will mich zu Unrecht in den Knast schicken. Ich wollte eigentlich in Bali so ein bisschen den chilligen Hase-Aktivität holen und dann komme ich nicht rein, weil ich unrechtmäßig einen Interpol-Befehl habe. Aber wenn jemand zu Unrecht in den Knast muss, ne, dann ist doch scheißegal, ob du die Person oder magst oder nicht. Dann sag doch einfach, ja okay, vielleicht mag ich ihn nicht, aber ist schon hardcore. Das ist schon ein bisschen übertrieben, was mit denen gerade passiert. Und ja, ganz ehrlich, wenn jemand zu Unrecht in den Knast geht, würde ich das auch so sagen. Ne? Auch Reini, wenn irgendwie tatsächlich zu Unrecht verurteilt würde und wirklich für was, von dem ich weiß, dass er es nicht getan hat, dann würde ich auch sagen, ja, Moment, das ist jetzt vielleicht nicht cool. Überhaupt kein Ding. Aber es steht hier schwarz auf weiß in allem, was auf Mimis Festplatte ist. Steht alles schwarz auf weiß drauf. Du weißt, warum sie dich in den Knast stecken wollen. Du weißt es. Knast ist auch wirklich übertrieben. Aber nein, du siehst diese ganzen Twitch-Goofies, die freuen sich, dass mir Unrecht passiert. Die freuen sich. Und das ist so diese ekelhafte Attitüde, die einfach in Deutschland vorherrscht. Ja, jetzt kommt wieder irgendeine Neiddebatte. Rainer, ich will immer Rainer sagen. Digga, die wollen, natürlich freuen die sich, weil sie sich denken, endlich Karma. Ne? Endlich Karma, weil die Leute schon... Also die Leute mit 5 Cent Hirn in der Rübe schon immer gecheckt haben, was du für ein widerlicher Abraummensch bist und sich die ganze Zeit gedacht haben, wie kann es sein, wenn es einen Gott gibt, ne? Wie kann das sein, dass jemand, der lügt und betrügt und auf alle Gesellschaftsregeln, Gesetze, auf alles scheißt, dass der immer noch grinsend im Lambo in den Sonnenuntergang fahren darf? Wie kann das sein? Ne? Wie kann ein liebender Gott das zulassen? Und die freuen sich, wenn du endlich Karma kassiert hast. Das missgönnerische, ekelhafte, neidhafte und ich soll zu... Ja, wir sind alle neidisch auf dich. Wir sind alle super neidisch auf dich. Unrecht in den Knast und du freust dich darüber? Dann soll ich so Unrecht in den Knast? Ne? Zu Unrecht. Und selbst wenn es stimmen würde, das ist einfach zu übertrieben. Ne? Selbst wenn es stimmen würde, das kommt dann auch wieder. Ja, das sagen die Leute auch immer, wenn du einen Narzissten hast, der immer sagt, dass er zu Unrecht so behandelt wird, etc., dann kommt dann irgendwann, ja, sogar wenn es stimmen würde, ist ja übertrieben. Nee, ist nicht. Ist nicht, ist Untertrieb. Ganz ehrlich, du hast zu viel Warnschüsse bekommen. Du hast viel zu viele Warnschüsse bekommen. Die Konsequenzen hätten schon viel früher eintreffen sollen. Diese Strafe oder was auch immer. Ich würde niemals, Ganz ehrlich, wie das überhaupt möglich ist, dass der über Jahre hinweg, ne, Straftaten begeht, mit 100 durch die 30er-Zone heizt, dies, das, Ananas, Betrugsfälle noch und nöcher und erst Jahre später kommt dann mal irgendwie der Haftbefehl. Niemals von mir ein Video oder eine Reaction sehen. Guckt ihn euch an. Er muss in den Knast, zu Unrecht. Das juckt die gar nicht. Die freuen sich, die sagen, ja geil, dass du in den Knast musst.
zu Unrecht. Ich denke, man nennt das Schadenfreude und die ist bei jemandem wie dir auch wirklich angebracht. Also, das ist schon krass, Freunde. Also, das ist ekelhaft. Ekelhaft ist eigentlich nur, dass ApoRed wieder in allen Videos durchweg gelogen hat. Nachweislich. Und was eigentlich auch noch ekelhaft ist, dass er nicht anerkennt, dass er übertrieben viel Glück hat bei den ganzen Strafen, Bewährungsverlängerungen und auch die ganzen Geldbeträge, die er zahlen sollte. Die sich ja danach gerichtet haben, was das Gericht denkt, was ApoRed monatlich verdient. 2016 wurde er wegen Körperverletzung verurteilt. Ich erinnere kurz. Körperliche Misshandlung und ungerechtfertigter Faustschlag ins Gesicht, weil ApoReds Kontrahent in einem Freestyle-Battle eine Mutterlein gebracht hat. Und ApoRed dann ausgerastet ist. Das ist aber auch, ne? Das ist aber auch so eine Sache. Ich hätte ja noch nie gehört, dass in so einem Rap-Freestyle-Battle, dass da irgendjemand mal auf Mutter geht. Das ist ja eine komplett neue Nummer. Das ist auch wieder so dieses, ne? Austeilen, aber nicht einstecken können. Selber dauernd irgendwie auf Mutter gehen und dann kommt in einem Rap-Battle auch noch. Da kommt eine Leine auf Mutter und dann komplett eskalieren. Das Gericht dachte, er verdient 8 Euro am Tag, also 240 Euro im Monat. Bitte was? Wovon hätte er dann den scheiß Lambo bezahlt? Bei der Verurteilung zu Bombenprank 2018 steht auf OpenYur, dass ApoRed vor Gericht angegeben hat, 1700 Euro netto im Monat zu verdienen. Bei der Verurteilung wegen versuchten Betrugs 2020 ist das Gericht davon ausgegangen, dass ApoRed 900 Euro im Monat verdient. Bei der Verurteilung 2021 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis dachten die, dass er 3000 im Monat verdient. Und bei der Urkundenfälschung 2022 dachten die wieder, dass er 900 im Monat verdient. Und das alles, obwohl er schon seit 10 Jahren öffentlich lautstark mit teuren Schuhen, Geld, Autos und Immobilien geflext hat. Anstatt... Ja, das ist ja die Nummer. Wie soll er sich das von 900 oder 1700 oder auch 3000 Euro im Monat leisten? Wie? Lambo fahren und Penthouse-Wohnung, den ganzen Scheiß. Sein offensichtlich übertriebenes Glück anzuerkennen, hetzt er gegen die deutsche Justiz, wie ekelhaft die persönlich gegen ihn vorgehen. Ich würde auch ganz easy und ganz gechillt zeigen, dass mir einfach jemand ans Bein pinkeln will. Von wahrscheinlich der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man sich das vorstellt, dann kommt einem relativ schnell, wird einem dann klar, wie hanebüchen diese Behauptung ist und dass du halt full of shit bist, Digga. Und die Leute hier gerade verarschen willst. Wenn man sich das vorstellt, dann kommt man zu diesem Schluss relativ schnell. Das ist crazy. Und relativ alternativlos. Also ich bin da zu irgendwelchen Anwälten gegangen, die meinten, ja, die wollen mich in den Knast schicken, die wollen meine Bewährung deswegen widerrufen und was auch immer. Die haben sich totgelacht. Die meinten, Digga, das ist doch nicht deren Ernst. Ja, Digga, die haben sich aber nicht totgelacht, weil die Forderung der Staatsanwaltschaft so lächerlich war, sondern die haben sich totgelacht, weil du zu denen gekommen bist und gesagt hast, hier kannst du irgendwas machen. Kannst du mir da helfen? Dann haben sie sich totgelacht und gesagt, nee, du bist gefickt, Alter. Da ist auch irgendwie persönliches Interesse. Und jetzt sieht ganz Deutschland wirklich, wie ekelhaft die Justiz in Deutschland ist, wie persönlich ihr einfach vorangeht. Also ekelhaft. Also Justiz, ekelhaft in Deutschland. Da fühlt man sich doch gar... Nee, weißt du, was ekelhaft ist? Ekelhaft ist irgendein Babo, der der Meinung ist, dass er hier mit 100 durch die 30er-Zone am Kindergarten vorbeiheizen muss. Und der Meinung ist, dass es lustig ist, Menschen zu traumatisieren mit so einem Bombenprank, damit die Angst um ihr Leben haben. Ne? Ganz ehrlich, je länger ich darüber nachdenke, desto widerlicher ist es, wenn da jetzt irgendjemand ist, der, keine Ahnung, eine Herzkrankheit hat und einen Herzkasperl kriegt. Ne? Sonst ist die Dinge, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Sachen fallen einem ein, was da hätte alles passieren können. Alter, dass du nicht direkt danach, ein paar Monate später schon im Knast gesessen bist, wundert mich. Ich bin schon der Meinung, dass für so eine Sache, die zum Glück anscheinend ja relativ glimpflich ausgegangen ist, bei ihm jetzt, aber dieses Potenzial gehabt hätte, so viel Schaden anzurichten, dass man da schon auch mal, ne, auch für einen Ersttäter eine kleine Knaststrafe ohne Bewährung locker machen könnte. Bin ich schon der Meinung. Nicht wohl, Freunde, als Charakter. Ist doch voll ekelhaft. Wegen solchen Kleinigkeiten, oh mein Gott, also man merkt sowas von, es ist einfach nur persönlich. Persönlich. Er reduziert sein ganzes Vergehen auf Fahren ohne Führerschein und einem gefälschten Impfpass. Um dann zu sagen, dass das massig Leute gemacht haben, aber nur er soll in den Knast. Wie gesagt, gehen wir davon aus, dass es nur stimmt. Ja, es gibt einen Haufen Leute, die sich einen Impfpass gefälscht haben. Es gibt einen Haufen Leute, die auch ohne Führerschein gefahren sind. Und es gibt wahrscheinlich auch eine relativ gute Schnittmenge da dazwischen. Ne? Weil die Leute, die sich den Impfpass, einen gefälschten Impfpass besorgt haben, wahrscheinlich, nehme ich mal an, was
die Einhaltung unserer Regeln und Gesetze ungefähr so viel Wert drauf legen, ne, was das angeht, wie er. Dementsprechend, dass die dann im Straßenverkehr auch sagen, hat auch mal 5 gerade sein, hier Fast Track gesagt gehabt. Glaube ich schon, da kann die Schnittmenge relativ groß sein. Ne? Aber die Schnittmenge derer, die da in dieser Schnittmenge schon drin sind, mit den Leuten, die zusätzlich noch mehrere Fälle von Betrug und Urkundenfälschung und dergleichen haben und noch so eine größere Bewährungsstrafe wegen diesem Bombenprank, ja, die ist halt relativ klein, Digga. Da stehst du relativ exklusiv alleine da. Würde. Fahren ohne Führerschein und ein gefälschter Impfpass in seiner Bewährungszeit. Wow. Ja, okay, es ist eine Straftat, okay? Aber deswegen kommt man nicht in den Knast, okay? Das haben vielleicht 100.000 Menschen, vielleicht Millionen. Ja, deswegen bist du auch nicht in den Knast gekommen. Das ist so, keine Ahnung, das ist wie wenn jemand zum Abendessen nur einen Salat isst und immer zunimmt und zunimmt und zunimmt und irgendwann 150 Kilo wiegt und sich denkt so, ey, Digga, ich wäre hier jeden Abend esse ich einen Salat und davon soll ich jetzt zu fett werden? Nee, du wirst nicht von dem Salat fest, sondern du wirst, keine Ahnung, von dem 5 Butterbrez und Leberkassemmeln in der Früh und dem XXXXL-Menü vom McDonald's jeden Nachmittag, davon wirst du fett. Der Salat obendrauf, der ist da relativ unschuldig. Und wenn es nur der wäre, wärst du nicht fett. Von Menschen gehabt, okay? Aber keiner kommt deswegen in den Knast, außer der Kollege hier. Der Kollege kommt deswegen in den Knast. Aber die anderen waren ja auch nicht wegen Nötigung, Körperverletzung und so weiter auf Bewährung, die im späteren Verlauf noch 2-mal verlängert wurde, um ihm trotz versuchten Betruges und Fahren ohne Fahrerlaubnis weitere Chancen zu geben. Und dann behauptete er ja noch, der Bombenprank war ja keine große Sache gewesen, aber die Strafe relativ riesig. Der alle echte Main Character soll in den Knast geschickt werden. Und zwar hatte ich ja damals eine Bewährung gehabt, Freunde. Na? Wegen dem Bombenprank. So, das ist jetzt keine Riesengeschichte gewesen, aber trotzdem war die Strafe relativ riesig. Ja, wie er es auch alleine die Art und Weise, wie er spricht. Eine Bewährung hat er betont, eine Bewährung bekommen. Das heißt, eine Bewährung ist bei vielen Leuten, nicht nur bei Reini, im Kopf so, dann wird es schon nicht so schlimm gewesen sein. Aber für eine richtig schlimme Sache kriegst du ja keine Bewährung, du gehst ja gleich in den Knast. Ja? Eine Bewährung, das betont er und dann ganz unauffällig reingenuschelt wegen der Bombenprank. Ne? Aber, ne? Aber offensichtlich war die Strafe ja nicht genug. Er hat sich ja nicht gebessert. Er hat weder Reue gezeigt, noch hat er sich fortan an Gesetze gehalten. Im Ursprungsurteil von 2018 steht, dass das Gericht davon ausgeht, dass das als Warnung reicht. Hat's aber nicht. Dass die Bewährung nochmal verlängert wurde, war das Beste, was ihm passieren konnte. Und er hat die Chance sogar 2-mal bekommen. Die Alternative wäre ja schon damals Knast gewesen. Aber für den hyperintelligenten... Ich finde es so krass, dass die Parallelen zu Reini sind so erschreckend. Puma ist das keine Chance auf Besserung, sondern immer eine Chance auf besser noch mehr Scheiße bauen. Also ist man jetzt auf die nächste Stufe gegangen, Haftstrafe, vor der er ja vor über 2,5 Jahren geflohen ist und sagt, dass das viel zu hart ist. Ja, aber alles davor hat ja nichts gebracht. Was genau soll denn die Alternative sein? Er baut immer wieder Scheiße und bekommt immer wieder neue Chancen und Warnungen. Aber er macht einfach weiter, also ist ja kein Lerneffekt da. Heißt, die bisherigen Konsequenzen sind zu schwach, beziehungsweise die Strafe ist zu niedrig. Und dann... Obviously, ne? Lieber Herr Richter von der Bewährungsverhandlung im März 2022 in Nürnberg gegen den Herrn Rainer W. Heult er noch rum, dass er nicht die gleichen Rechte hat wie andere deutsche Bürgis und versucht Mitleid zu wecken, dass er seine Familie nicht sehen kann wegen der bösen deutschen Justiz. Ich würde gerne wieder nach Deutschland steppen, meine Freunde da besuchen, Familie da besuchen, alles drum und dran und da einfach meine Freiheit haben. Und ich würde auch gerne die gleichen Rechte haben wie jeder andere, die ich einfach gerade nicht habe. Ja, Moment, 2,5 Jahre ist der jetzt raus aus Deutschland. Und es geht hier um eine Haftstrafe von 7 Monaten. Alter, wenn du einfach die scheiß Haftstrafe abgesessen hättest, dann wärst du wahrscheinlich irgendwie nach 5 oder 6 Monaten wieder rausgekommen. Ja, Haftstrafe antreten, dich da ein bisschen anständig aufführen, 5 oder 6 Monate später steppst du wieder raus aus dem Knast. Ne? Da hättest du vor 2 Jahren, fast 2 Jahren, hättest deine Strafe abgesessen, könntest jeden Tag bei Mutti irgendwie am Teetisch sitzen und Platzal fressen. Aber egal, weil einfach persönlich gegen mich vorgegangen wird. Bis dato wurde es leider noch nicht geklärt. Die denken ja auch nicht, dass ich auch ein normaler Mensch bin. Ich will auch gerne meine Eltern sehen. So, meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten. Mein Vater war im Krankenhaus. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, dein Vater, wenn ich wäre, dich
du bräuchst mehr heimkommen. Scheißegal, wie groß und aufgepumpt du jetzt bist, die würde trotzdem nur übers Knie legen. Einmal, während ich im Ausland war. Ich war dann nicht in der Lage, meinen Vater zu besuchen, während er im Krankenhaus ist. Dann muss ich halt immer Videocalls machen. Und das ist schon scheiße, weil ich bin ein sehr, sehr starker Familienmensch. Ich will Ja, sehr starker Familienmensch, das glaubt er sofort. Wenn du ein sehr starker Familienmensch wärst, dann würdest du so eine Scheiße nicht bauen. Dann wäre das wichtiger gewesen, bei deiner Family zu sein. Wärst du jetzt seit 2,5 Jahren im Ausland und würdest dich verstecken vor so einer lächerlichen 7-Monate-Strafe für Scheiße, die du offensichtlich selber verbockt hast. gerne mit meiner Familie zusammensitzen, was essen, mit denen personal, face-to-face reden, was auch immer. Aber dieses Recht wurde mir einfach genommen. Dieses Recht wurde mir wirklich einfach genommen. Es ist immer dieses, ja, zu Unrecht, ich bin das Opfer, mir werden meine Rechte genommen. Wo kennen wir das? Schmeiß ein bisschen die Worte letzten Endes Situation und Fakt ist rein und herzlichen Glückwunsch, hast eine reine Aussage. Und das ist wirklich hart, Freunde, ich bin ehrlich, das ist für mich der größte Stich. Das ist so ein Das auch vor allem, das ist so eine Nummer, glaube ich. Ich glaube, wenn einem irgendjemand eine Story erzählt oder was kaufen will oder sowas, man ist sich nicht ganz sicher, ob der einen verarschen will. Muss man sich einfach mal überlegen, was hat er gesagt und würde Rainer Winkler das auch so sagen? Wenn die Antwort ja ist, dann will er euch verarschen. Ja? Wenn die Antwort ja ist, dann will er euch verarschen. Hier, Ding. Autohändler, Gebrauchtwagenhändler. Ja? Bringt er den Satz, ja, das Auto ist ein bisschen teuer, aber das ist richtig geil. Das hat einen hohen Werterhalt. Ja, das kannst du in ein paar Jahren fürs Gleiche oder sogar für noch mehr wieder verkaufen. Hat Rainer damals auch über den Ranger behauptet. 3 Monate später hat er mit 15.000 Euro oder 13.000 Euro Verlust wieder verschäpelt. Immer dran denken, ne? Wenn irgendjemand was sagt, was Rainer genauso auch sagen würde, höchstwahrscheinlich lülülü. Wahnsinn! ApoRed ist ja der sich das Recht einfach herausnimmt, sich nicht an Gesetze zu halten und damit immer viel zu gut davongekommen ist. Und dass er so ein krasser Familienmensch ist, ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen ironisch, wenn er bei seiner Beschwerde argumentiert hat, dass er den Brief nicht bekommen hat, welcher seinem Vater übergeben wurde. Also konnte ApoRed seinen Vater auch nicht besuchen, als er selber noch in Deutschland war, oder was? Excuse me, what the fuck? Dass er jetzt den kranken Vater nicht besuchen kann, ist natürlich trotzdem mega scheiße. Gute Besserung an der Stelle, falls das jetzt ausnahmsweise nicht gelogen war, wie... Ja, stimmt, es könnte auch immer noch irgendeine hanebüchene Lügengeschichte sein. Na, der kranke Vater könnte auch irgendwie so sein wie der dritte gestorbene Opa bei Reini. Alles andere, was aus seinem Mund kommt. Aber abgesehen davon, ihr müsst mal überlegen, er ist Stand jetzt seit 2 Jahren und 7 Monaten auf der Flucht vor einer Haftstrafe, die 7 Monate geht. Er hätte die Strafe in der Zeit schon über 4-mal abgesessen und schon längst seine Familie sehen können. Vor allem hätte er die ja auch schon regelmäßig während der Knastzeit sehen können. Ja, also so wichtig war ihm die Familie jetzt scheinbar auch nicht. Und ich glaube auch, wenn du so wegen so ein, wenn du, sagen wir mal, so eine geringe Haftstrafe hast, 7 Monate und Notfall in der Familie besteht, ich glaube, da ist man in Deutschland dann schon so kulant, dass man sagt, hier, der Vater ist im Krankenhaus, dem geht's fürchterlich, fürchterlich schlecht, Sondergenehmigung, dann setzen die dich in das Polizeiauto, kommt ein Beamter oder 2 mit und dann fahren die da mit dir ins Krankenhaus, dass du den besuchen kannst. Ne? Würde mich wundern, wenn das nicht möglich ist. Vielleicht nicht bei jemandem, der wegen mehrfachem Mord im Knast ist, lebenslang mit Sicherheitsverwahrung und keine Chance mehr hat, überhaupt jemals rauszukommen. Bei dem wahrscheinlich nicht. Aber jemand, der wegen Betrug und dergleichen für 7 Monate da reingeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, ja, Pech, hättest du es doch mal vorher überlegen sollen, dass dein Vater krank werden könnte in dem halben Jahr, was du jetzt hier drin hockst. Aber die Mitleidsnummer wirkt halt auf Social Media. Wie viel Leid, Schande und Sorgen ApoRed eigentlich selbst... Das ist auch das Problem. Du kannst ja inzwischen über Social Media, du kannst ja den Leuten alles erzählen, weil die ja so hageldumm sind. Wenn die Leute nicht so hageldumm wären, es gäbe die Plattform TikTok einfach nicht. Diese Plattform würde nicht existieren. Ja? Du kannst den Leuten auf Social Media jeden Bullshit verzapfen. Und es wird immer einen gewissen Prozentsatz an Deppen geben, die die Scheiße glauben. Ja, und die sich dann hinter die stellen. Ja, stimmt. Und zu Unrecht hat er gesagt, ne? Unrecht ist nicht gut. So, ja, dann bin ich mal bei dem auf der Seite. Das hat er 5-mal, 6-mal, 10-mal hat er gesagt. Dann wird das schon so sein. Ist ja im Fernsehen drin,
in die eigene Familie bringt. Das ist für ihn jetzt eigentlich auch nicht so relevant, also wechseln wir schnell das Thema zurück zum Impfen. Millionen von Menschen haben diese scheiß gefälschten Impfpass gehabt, einfach, weil es halt in Deutschland auch schlaue Menschen gibt, die nicht einfach direkt auf den Staat hören, jede Scheiße, ja, du musst dich impfen, bla bla. Im Nachhinein heißt es, irgendwelche Kinder sind todesfähige Kinder sind autistisch geworden. Und dafür gibt Es sind von der Impfung keine todesvielen Kinder autistisch geworden, ist Bullshit, Rainer. es keinen Rainer. einzigen Nachweis. Ich nenne jetzt einfach Rainer. Ich habe diesen Reflex drin. Keinen einzigen und todesviele schon mal gar nicht. Und by the way, ich find's gar nicht verkehrt, skeptisch zu sein, aber der Prinz Puma ist so komisch abgebogen, der war schon Schwurbler, bevor man Schwurbler überhaupt Schwurbler genannt hat. 2017 war er schon davon überzeugt, dass die Pharmaindustrie Grippeviren auf Deutschland ausweitet, damit Leute Schmerzmittel kaufen und dadurch noch mehr Krankheiten. Ja, so wird das sein. Ja, hier, der Psycho-Andreas auch. Das passt. Mimi, warum hast du mein wunderschönes Heimatbundesland Bayern nicht in deine Deutschlandkarte mit übernommen? Ich weiß, sie haben da so ein paar schwierige Charaktere, ne? Ich weiß, wir haben da so ein paar schwierige Charaktere, aber ist wirklich schön bei uns. So. Bekommen. Ich habe, glaube ich, einen Monat oder noch länger kein Video mehr rausgehauen. Ursache ist ganz einfach. Wie ihr wisst, wollte ich ja meinen neuen Musiktrack raushauen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Paar Sneaker der Mann braucht, aber sich danach dann wieder wundert, warum er wieder pleite ist und dann wieder Leute betrügen müssen, weil keine Kohle nicht da ist. Ich wollte eigentlich meinen Track raushauen und danach wieder Videos machen. Und ich habe immer gedacht, nein, okay, übermorgen ist es fertig, okay, nein, bam, bam. Und ich habe immer gedacht, oh, okay, diesen Sonntag kommt es und diesen Sonntag kommt es. Ne? Und es hat nie funktioniert. Und ja, dabei bin ich noch krank geworden, habe diese harte Grippewelle erwischt, die irgendwie mittlerweile jeder bekommen hat. Ja, stabil von der Pharmakologie. Eine Grippewelle nach Deutschland wieder auszuweiten, um irgendwelche Produkte, sei es jetzt irgendwelche Tabletten mit Schmerzen vergehen und irgendwelche anderen Krankheiten dazu bekommt, damit die sich besser verkaufen. Aber scheiß mal darauf, dass nicht das. Alter, was für ein hanebüchener Scheiß. Das Problem ist halt, wir leben hier auf der Erde. Und auf der Erde existieren halt Krankheitserreger, Digga. Das ist halt leider so. Und wir haben. Über die Pharmaindustrie kann man auch vieles sagen. Das ist sicher auch nicht die coolsten Menschen auf der Welt, aber wir können froh sein, dass wir heutzutage so viele Dinge behandeln können. Alter, wir können inzwischen HIV behandeln, so dass der Mensch, wenn er einfach nur seine Tabletten nimmt, eine fast identische Lebenserwartung und Lebensqualität hat zu jemandem, der nicht HIV infiziert ist. Das haben wir geschafft, moderne Medizin, du Dulli. Nee, die machen uns alle absichtlich krank, ne, damit sie Geld mit uns machen können. Kuckuck. Das Thema? ApoRed ohne Scheiß, Alter. Was zur Hölle geht in deinem Schädel vor? Ey, sogar Reini checkt's. Sogar Reini checkt's. Okay, ApoRed, ich hab da mal jetzt eine Frage. Du meintest doch stolz, deine Mutter ist Ärztin. Ich bin in so einer Akademikerfamilie. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter ist Ärztin, noch immer tätig. Sie hat zweimal Medizin studiert, einmal Gynäkologie und einmal allgemeine Medizin, sogar noch vor kurzem abgeschlossen. So. Wie damals meine Eltern aus Afghanistan vor 30 Jahren aus politischen Gründen, Freunde, nach Germany gegangen sind, dort alles auseinandergenommen haben, meine Mom als dreifache Ärztin gefühlt. Wie kannst du dann eigentlich... Dreifache Ärztin gefühlt, Alter. Das ist wahrscheinlich auch wieder, keine Ahnung, die hat so einen Wochenendkurs gemacht hier von diesen Huppi-Fluppi-Scharlatanen, wie heißen sie hier, die Globuli verschreiben, verkaufen, vertreiben eigentlich, ne? Der Heilpraktiker Wochenendkurs hat die gemacht. Und jetzt ist sie dreifache Ärztin Allgemein und Gynäkologie und alles so. Hat er Maul. Eigentlich so eine Scheiße labern? Das ist so das niedrigste, plumpeste Level an Verschwörung, was man haben kann. Das ist wie eine Astrophysikerin als Mutter zu haben und dann im Internet erzählen, dass die Erde flach ist. Sag mal, redet ihr überhaupt miteinander? Ja, und falls ApoRed doch noch irgendwann von der bösen deutschen... Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich glaube dem Mann inzwischen so wenig, dass wenn der sagt, meine Ärztin ist Mutter. Meine Mutter ist Ärztin, so, dann denken wir so, nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich ist die entweder Homöopathin oder keine Ahnung, macht irgendwelchen Leuten die Fingernägel, so keine Ahnung, Fußpflege oder so ein Scheiß. Justiz gefasst wird, dreht er es vorab schon mal so, dass er dann als Held in den Knast geht. Also tut mir leid, wenn ich ein bisschen Brain habe und mich nicht impfen lasse und wenn ich jetzt deswegen in den Knast muss, dann gehe ich als Held in den Knast. Oh mein Gott. Ja, warum gehst du denn nicht als Held in den Knast und versteckst du dich dann irgendwie im Ausland seit 2,5 beschissenen Jahren? Das ist ja auch die Nummer. Rainer hat auch gesagt, ich gehe für meine Überzeugung in den Knast, wenn es sein muss.
Und dann hieß es, Herr Rainer, du musst in den Knast. Bitte, bitte nicht in den Knast, ich hab doch gar nichts gemacht, es tut mir auch wirklich leid. Gott. Aber das Problem war ja nicht, dass er sich nicht impfen lassen wollte, sondern dass er in seiner Bewährungszeit nach versuchten Betrugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis auch noch seinen Pass gefälscht hat. Es geht hier also gar nicht ums Impfen an sich, du krasser Volksheld ohne Restschuldbefreiung. Und dann startet er noch einen öffentlichen Aufruf, dass er den besten Anwalt in Deutschland haben will, der das für ihn klären soll, weil das der wichtigste... Das habe ich mitgekriegt, so, ja, besten Anwalt in Deutschland, ne? Aber das ist halt auch wieder so eine Nummer, weil der gute Mann ja auch keine besonders gute Zahlungsmoral an den Tag legt, ne? wichtigste Fall in Deutschland ist. Bitte einmal an dieser Stelle, ich brauche einmal den besten Anwalt in ganz Deutschland, bitte einmal melden bei mir, weil das jetzt wahrscheinlich der größte Case in ganz Almania sein wird. Ja, rufen wir mal durch. Na, wen kennen wir denn aus dem Internet an Anwälten, die sich diesem armen Mann, dem so Unrecht getan wird, vielleicht annehmen können? Der Solmecke, ich glaube, der fällt aus. Ich glaube, der Solmecke ist auch gar nicht mehr so wirklich Anwalt. Der Solmecke ist, glaube ich, inzwischen so 80-20 Influencer zu Anwalt. Der spielt auch das Influencer-Game zu gut, ne? Um da noch Vollzeit-Anwalt sein zu können. Ein guter. Ich würde mich vom Solmecke, glaube ich, nicht vertreten lassen. Sag ich euch, wie es ist. Der andere, wie heißt er? Grubwinkler? Heißt er so? Der Glatzköpfige aus Niederbayern, Oberpfalz, sowas in der Richtung. Den halte ich für kompetent, aber den, wenn er hier den anruft, der lacht ihn aus. Der lacht ihn laut und schallend aus. Hier, Shady Characters kriegen Shady Anwälte. Lieber allerechtester ApoRED. Ne? Shady Character kriegen Shady Anwälte. Also den Main Character geht, okay, also gute Reputation für jeden Anwalt da draußen, meldet euch bei mir bitte gerne auf Instagram. Das ist auch wieder so diese Nummer von wegen, wie wenn irgendeine Wirtschaft eine Band bucht und sagt, ja, wollt ihr bei uns auftreten? Geld können wir euch nicht geben, aber ihr kriegt gratis Essen. Freibier. Ja, das ist genau dieselbe Nummer. Ja, oh, vertritt mich pro bono, bester Anwalt von Deutschland. Das ist eine gute Werbung für dich. Ne? Hier, check mal eines, wenn das schon der beste Anwalt in Deutschland ist, so, dann hat der schon genug Werbung. Ja, weil dann wissen ja schon die Leute, dass er der beste Anwalt in Deutschland ist, Digga. Da braucht der dich nicht mehr dafür. Vor allem nicht mit so einem Lost Case, weil du offensichtlich schuldig bist, Alter. Offensichtlich. Instagram, okay? Weil das muss geklärt werden, Freunde. Das geht hier wirklich zu weit, okay? Ich hatte das in vergangenen Videos schon erwähnt, wie er immer neue Anwälte beauftragt, bei jeder neuen Kacke, die er baut, weil er die nie bezahlt und die dann keinen Bock mehr Ja, das habe ich mitgekriegt, dass er die nie bezahlt. haben, wieder für nichts zu arbeiten. Und auch beim Beschwerdeschreiben war das wieder ein neuer Anwalt, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Der hat mittlerweile scheinbar schon alle möglichen Anwälte in Hamburg angezapft und versucht jetzt weitere online zu finden, die sich von ihm abziehen lassen. Und entweder er hat hier wieder einen neuen Idioten gefunden oder er lügt schon wieder. Denn 11 Monate nach diesem Aufruf kam das TikTok-Video hier. Ich darf nicht mal nach Europa! Nicht mal nach Europa! Weil ich einen dicken Interpol-Haftbefehl bekommen habe, Freunde, sogar Interpol! Ja, das bezweifle ich. Interpol sucht hier Terroristen und dergleichen. Ne, Interpol-Haftbefehle haben wir inzwischen, glaube ich, für Leute wie hier Wladimir Putin oder so. Ne? Kriegsverbrecher. Das ist aber, ne, komm mal ein bisschen auf den Teppich. Ne? So wichtig bist jetzt auch wieder nicht. Mit deinem Bombenprank und deinem Impfpass und deiner Betrugsmasche mit den PayPal-Nummern und deinem Fahren ohne Führerschein. Mit Interpol habe ich ja schon lange vor diesem TikTok in Teil 14 geklärt und der bringt den Scheiß hier einfach immer noch. Aber by the way, ein interessantes Update. Der nationale Haftbefehl, den ich in Teil 12 gezeigt habe, wurde am 9.4.2025 auf die EU ausgeweitet. Mit Interpol hat es aber trotzdem nichts zu tun. Und außerdem hat er auch schon 5 Monate vor dem EU-Haftbefehl von dem Interpol-Scheiß geredet. Wahrscheinlich hält er einfach nur an dem Interpol-Ding fest, entweder weil er sich damit profilieren will oder weil er nicht zurückrudern kann. Er müsste ja sonst zugeben, dass er entweder darüber gelogen hat oder er müsste zugeben, dass er dumm ist, weil er Interpol mit Inpol verwechselt hat. Ja, nee, ich glaube, das hat man einfach schon, bewusst gemacht, um die Reaktion der Justiz auf das, was er gemacht hat, noch weiter ins Lächerliche zu ziehen. Ja? Also, er sagt ja schon, das ist alles so lächerlich, irgendjemand will ihn da anpissen und jetzt die hassen ihn so sehr, dass sie wegen Killefits jetzt sogar Interpol einschalten. Ne? Und keine Ahnung, bei irgendwelchen Geheimdiensten, da kommen dann wieder so Nachrichten an, die sie selbst zerstören. Ihr Auftrag, falls sollten sie ihn annehmen, lautet folgendermaßen.
Nehmen Sie den allerechtesten Main-Character im Ausland fest und bringen Sie ihn nach Deutschland zurück, damit er dort seine gerechte Strafe von 7 Monaten absitzen kann. Halt doch dein Maul. Nee, das ist einfach nur, um die Reaktion unseres Justizsystems als noch übertriebener darzustellen, als eh schon. Ne? Was aber Fakt ist, ist, dass er hier eine Lügenstory fortführt, aus welchem Grund auch immer. Todesungerecht, Freunde. Und das Ding ist, viele wissen nicht mal, sogar zu Unrecht. Nicht mal dieser deutsche Haftbefehl, den hätte man eigentlich mal raushauen dürfen, Freunde. Ihr müsst euch vorstellen, das hört sich nach einer Verschwörungstheorie an, aber ich sag ja, das ist halt auch eine Verschwörungstheorie, Digi. euch, da war wahrscheinlich irgendjemand irgendwo bei der Staatsanwaltschaft, hat so ein bisschen an ein paar Zahnrädern gedreht, rechts, links ein paar komische, dodgy Sachen gemacht und hat einfach so ein Hafti an mich rausgehauen. Ja, bei der Staatsanwaltschaft, das sind alles Hater und Richter sind Hater und die Polizei sind Hater. Ich kenne das. Ich bin seit Jahren im Drachengame unterwegs, Digga. Ich habe die ganze Scheiße schon gehört. Digga, aber hätten die eigentlich nicht machen dürfen, Freunde. Ich habe sogar den Proof dafür. Ja, das ist ja jetzt auch richtig gut gealtert. Und ich habe den brutalsten Anwalt, ohne Witz, den brutalsten Anwalt habe ich engagiert. Hatten wir das nicht bei Rainer auch in einem von den Discord-Leaks, den letzten? Wo er auch gesagt hat, Leute, er hat so einen krassen Anwalt. Er hat so einen krassen Anwalt, einfach so ein krasser Anwalt, Alter, der hat ihm gesagt, was da im Gericht beschlossen wurde, so. Er hat ihm das gesagt, bevor er die Post gekriegt hat. Das ist mal richtig krasser Anwalt, oder? Bevor der Brief bei ihm angekommen ist, hat dieser Anwalt bei ihm angerufen und gesagt, hier, Rainer, so und so ist gelaufen. Richtig krasser Typ. Wahrscheinlich haben die denselben Anwalt, Digga. Wahrscheinlich haben die denselben Anwalt. Reini und Apo haben einfach denselben Scheißanwalt. Weil das geht einfach nicht, Freunde. Ja, und wieder ein brutaler Anwalt, der wieder brutal umsonst arbeitet. Diese Ungerechtigkeit. Und dann hat irgendein kleiner Goofy auf Frust, weil ich einfach zu fresh bin, hat er Auge gemacht und hat mir einen Hafti rein. Da wir auch da werden einfach so diese Slang-Ausdrücke reingeworfen. Das ist hier wie so eine Zaubershow. Irgendwo, ne, irgendwas mit der Hand machen, irgendwie ablenken davon, was eigentlich Phase ist, was er eigentlich sagt. Irgendein Goofy, Hafti, ne? Gedrückt, ohne Grund so richtig. Also wirklich sogar ungerechtfertigt. Aber Freunde, wir kämpfen. Wir werden bald wieder zurückkommen. Das lassen wir uns nicht erdulden, Freunde. Upright muss wirklich wieder nach Deutschland. Das ja, und dann hier den Harrison Ford-Finger wieder rausholen. Geht nicht mehr mit Dubi und Zypi und so. Deutschland braucht mich. Was denn Dubi und Zypi, du Dulli? Dubi und Zypi hast du einen Schlaganfall gehabt? Wer kürzt denn Dubai und Zypern mit Dubi und Zypi? Alter. Das auf dem Niveau von, wo gehst du hin? In die Fuzo? Was? In die Fußgängerzone? Alter, Maul. Du bist selber so eine Fuzo. Ich brauche Deutschland nicht, aber Deutschland braucht mich. Ja, Deutschland braucht dich ungefähr so dringend wie ein Abszess direkt am Arschloch. Wahrscheinlich wieder nach Deutschland, weil sein Geld knapp geworden ist. Viele fragen sich sowieso, wie er sich so lange im Ausland über Wasser hält. Leider Ja, keine Ahnung. Kellnern habe ich gehört. Vielleicht auch ein bisschen Schwänze lutschen. ist das Thema so extrem riesig geworden, dass ich das in ein separates Video verlegen muss. Aber zurück zum Thema deutsche Justiz. ApoRed fängt an, aus seiner Ich meine, ein hübscher Bursche. Die Leute, die ich kenne aus der Gay-Szene, die hätten den echt gerne, glaube ich, ne? erbärmlichen, selbstverschuldeten Position noch Ansagen zu machen und stellt irgendwelche Ultimaten an die Justiz. Ich sage noch einmal einen Appell an die Staatsanwaltschaft, an das Landgericht in Hamburg. Ey, ich gebe euch eine Woche Zeit. Ich bitte euch darum, obwohl ich im Recht bin. Klärt das sofort wie möglich. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe schon damals mit Anwalt... Alter, Ultimatum ans Landgericht stellen. Er hier. Hallo, IBIMS 1 Internet-Depp. Ja? Ich gebe euch eine Woche Zeit, so dann regelt ihr das so, ansonsten lernt ihr mich mal richtig kennen. Ja, was willst du denn sonst noch machen? Digga, was willst du denn sonst noch machen? Die lachen sich einen Ast. Ganz ehrlich, wenn ich da jetzt arbeiten würde, ich würde sagen, hey, ja, eine Woche, das machen wir. Dann schicken wir dem einen Brief einfach, sagen hier, alles gut, kannst wieder nach Hause kommen, wir haben es fallen lassen. Und dann, wenn wir nach Hause kommen, so, Ella Badge, Patsch oder einknasten. Alles versucht zu klären, ihr habt mich komplett geghostet. Ich habe von mir selbst aus E-Mails Natürlich haben die dich geghostet, Digga. Natürlich haben die dich geghostet, die haben dir nicht mehr zu sagen. Die sind schon an dem Punkt angekommen, an dem es heißt, du gehst ins Camp Knacki. So, das ist schon Ende der Eskalationsleiter aus deren Sicht. Ne? Alles, was du jetzt noch dazu zu sagen hast, denen scheißegal. Natürlich ghosten die dich.
Natürlich geben die nicht noch mehr Geld aus und wenden mehr Zeit auf und Arbeitskraft dafür, dass sie dir 20.000 Mal nochmal erklären, dass du derjenige bist, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat und der halt jetzt hergeht und ins Camp Knacki fahren muss. Und du kannst jetzt natürlich, bis die ganze Bums-Scheiße verjährt ist, kannst dich jetzt irgendwo im Ausland verstecken, aber dann halt dein dummes Maul und beschwer dich nicht drüber. Ne? Entweder du bist hier so gesetzestreuer Bürgi und hast so ein dickes Rückgrat und so fette Eier, dass du dich gerade machst, dann kommst du zurück und nimmst deine scheiß Strafe und gehst 7 Monate ins Camp Knacki oder hältst einfach dein dummes Maul. Der hat mich komplett geghostet. Aber wenn es darum ging, irgendeinen Ort herauszusuchen, und ich euch gefragt habe, ich könnte mir einen Ort schicken zu dem und dem, habt ihr mir das sofort per PDF geschickt, ich habe die ganze Korrespondenz. Aber wenn es darum geht, dass ihr mir Unrecht tut und ihr mich zu Unrecht in den Knast schicken wollt, dann werde ich geghostet. Also das ist frech. Also das ist wirklich ekelhaft. Deswegen Appell, das soll innerhalb von einer Woche geklärt werden. Und ich hoffe, dass das jetzt bald alles gedribbelt wird. Nochmal, die Staatsanwaltschaft, Landgericht, bitte hört einfach auf, okay? Ich will auch wieder nach Germany steppen. Dabei hatte er doch schon damals einen Anwalt, also vor seinem brutalen Anwalt. Und er hat auch schon versucht, juristisch gegen den Beschluss vorzugehen. Er wurde da nicht geghostet, sondern... Das ist ein brutaler Anwalt. Dieser Mann ist ein wandelnder Erkan und Stefan Sketch. Das ist ein, ganz ehrlich, vor 26 Jahren, noch länger, Ende der 90er war es, ne? Hier Erkan und Stefan. Super plumpe Ding. Das ist jetzt Realität, Digga. Der Typ meint das ernst, was die Leute damals schon gesagt haben. Das ist ein bisschen übertrieben und niveaulos, ne? Das ist ein bisschen ja klar, manchmal ist es ein bisschen lustig und lässt einen schmunzeln. Aber so an sich ist schon ein bisschen dumm, ne? Das glaubt einem noch keiner. So jemanden gibt's nicht. Da ist er. Vielleicht hat er auch in seiner Kindheit einfach Erkan und Stefan Sketche gesuchtet und hat nicht gecheckt, dass das Satire ist. Und hat sich gedacht, ja, so werde ich auch mal, wenn ich groß bin, ja. So werde ich auch mal. Alter, brutal ist mein Anwalt, brutal. Aber um jetzt fair zu sein und damit mir in den Kommentaren nicht wieder irgendjemand Rassismus vorwirft, so, ich glaube, damals, wahrscheinlich gab es da die andere Nummer auch. Ne? Wenn ich mir so anschaue, wer da vor einigen Jahren auf diese Demos gegen die Merkel-Diktatur gegangen ist, die haben wahrscheinlich damals zur selben Zeit, wo der Allerechteste gemeint hat, so wie Erkan aus Erkan und Stefan will ich auch mal werden, da haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja, Digga, hier Rita aus Ritas Welt und Hausmeister Krause, so das ist echt, das ist real, das mache ich, ne? Ordnung muss sein. Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Alter Schwede. Kann das sein? Kann es sein, dass das Privatfernsehen Ende der 90er, der frühen 2000er einfach Leute behindert gemacht hat? Dass die einfach nicht gecheckt haben, so ist nicht real. Bitte verhalte dich nicht, so ist Satire. Ich habe auch das Gefühl, keine Ahnung, jeder, der irgendwo angestellt ist und mal Kontakt zu seinem Chef hat, ich habe das Gefühl, das ist auch oft so, oder? Die haben sich dann so eine Mischung aus Hausmeister Krause und Stromberger als Vorbild genommen. So, ach, so macht man das als Chef im Büro. Ja, dann läuft. Ne? Ja, Digga. Das ist halt wirklich die Sachen, die vor 20, 25 Jahren im Fernsehen gelaufen sind als Satire, die sind heute real einfach. Die sind heute schon real. Das ist unfassbar. Der war einfach im Unrecht und das wurde ihm auch ausführlich schriftlich dargelegt. Er konnte aber nicht akzeptieren, dass er... Fixer Häube wird immer noch einwandfrei. Warte mal. Ja. Rohspannern. An die Leute, die sich ab und zu mal beschweren, dass ich zu wenig Dialekt rede in meinen Videos. Es ist so, wie es ist. Ne? Zum einen mache ich das, weil ich möchte ja, dass alle Leute in der ganzen Dachregion verstehen, was ich sage. Und dann sprühe ich halt den Dialekt so ein bisschen als Würze mit rein. Ne? Und zum anderen, keine Ahnung, ich krieg auch irgendwie meine Schulerziehung nicht raus, ne? Und sagt mir das, wo wir aufs Gimmi gekommen sind, haben wir uns das reingeprügelt und gesagt, hier, Dialekt ist schön und gut, aber hier in der Schule wird Hochdeutsch gesprochen und zwar ohne Akzent, wenn es geht. Und da ist penibel drauf geachtet worden. Ne? Die wollten halt nicht, dass aus uns solche Lappen werden, die dann irgendwie versuchen, Hochdeutsch zu sprechen und das dann immer nicht hinkriegen und sind so anhören, wie wenn es gerade ihren 5. Schlaganfall gehabt hätten. Ja? Ich sag bloß da an,
praktisch sich der Kumpel mit dem anderen Kumpel an einen Tisch und 1,50 Meter dann praktisch wieder, also der nächste Kumpel mit seinem Kumpel. Ne? Dass sich halt die Leute, egal aus welchem Bundesland sie kommen, wenn sie anständige Schulbildung genossen haben, nicht anhören, wie wenn sie nicht alle beieinander hätten. Kein Princess-Treatment bekommen und hat angefangen mit seiner Reichweite öffentlich über die unschuldige Justiz Lügen zu verbreiten. Also er hat hier quasi einen waschechten Gil Ofarim gepult. Oh, Gil Ofarim, da hatte ich neulich auch wieder was gesehen. Irgendwie hat der schon wieder reingeschissen. Ich begreife das auch nicht, wie der schon wieder reingeschissen haben kann. Wie der die Möglichkeit hat, weiter reinzuscheißen, das ist mir auch ein absolutes Rätsel. Das behandeln wir demnächst. Wo habe ich das gesehen? Ich finde da was. Was? KuchenTV oder Alpha Kevin? Einer von den beiden. Oder was? Kaiser? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendjemand hat neulich wieder was über Gil Ofarim gemacht. Das haben wir kurz angehört und man dachte, hart darauf reacten. Weil es unfassbar ist, dass der schon wieder irgendwo in den Schlagzeilen ist. Deutschland 2021. Ekelhaft. Und der gehört auch zu diesen Leuten nicht, er gehört auch zu den Leuten, der gehört auch zu diesen Leuten, die nicht checken, dass diese Vergebung im Internet nur stattfindet, wenn man sich tatsächlich auch gerade macht für die Scheiße, die man gebaut hat. Dann ist das sehr, 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 sehr nachgiebig, das Internet. Das vergibt schnell. Ja, wenn man aber offensichtlich nichts einsieht und die Leute merken, ob man es ehrlich meint und ob man sie verarschen will und dann geben die dir einfach diese Aufmerksamkeit nicht mehr. Deswegen drehen die Leute immer am Radl, wenn sie keine anständigen Entschuldigungsstatements rauslassen haben. Ne? Das hier bei Gil Ofarim dieselbe Scheiße wie bei Abo, das ist dieselbe Scheiße wie bei Reini, das ist dieselbe Scheiße wie bei, wie heißt sie? Ja, die Olle da von TJ, ne? Die hat auch gesagt, ja, sie sagt dazu nichts mehr und hat gedacht, das bleibt jetzt so, dann die Leute schauen einfach weiter. Ich kann genau, hier auch leeren Frau aktuell auch wieder sehr, 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 die meinen dann so, ja, ich halte einfach 2 Wochen mein Maul und dann mache ich so weiter wie zuvor und dann kriege ich dasselbe Geld und dieselbe Aufmerksamkeit. Nee, die Leute sind zwar dumm auf Social Media, aber so dumm dann doch wieder nicht. So dumm, dann klar, es wird immer irgendwelche Leute geben, die da dann Lull defenden und einfach dann dort hocken und sich sagen, nee, der oder die haben überhaupt nichts gemacht, das ist schon so, wie die gesagt haben, bla bla bla, in der Hoffnung, dass die sind in dieser parasozialen Beziehung so braindead schon, dass sie sich denken, nee, wenn ich die jetzt verteidige und die dann alle anderen drehen ihr den Rücken zu, dann bin ich der Einzige, der über ist und dann kriege ich die. Oder den, je nachdem, Dann wird das mein Partner, meine Partnerin oder mein bester Freund oder so. Mein großes Idol. Jetzt habe ich die Chance. Jetzt stehe ich zu dir. Ja, das vergebliche Liebesmüdige. Also Justiz, ekelhaft in Deutschland. Da fühlt man sich doch... Alter, das wird ein 2-Stunden-Brecher heute. Wir sind schon bei 1:37 Laber zu viel. Wie viel habe ich denn hier reacted? Halbe Stunde, dick. Doch gar nicht wohl, Freunde, als Charakter. Ist doch voll ekelhaft, ohne Witz. Aber gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Ich hatte ja erwähnt, dass ich Kommentare unter meinem letzten Video gelesen habe. Dabei ist mir übrigens auch ein weiterer Kommentar ins Auge gesprungen bezüglich ApoReds fehlender Autofahrerlaubnis. So, willkommen zurück zum Anfang des Videos. Mimi aus der Zukunft meint folgenden Kommentar von Maxi. Lol, jetzt macht fast alles Sinn. Kurze Side-Story. Ich habe im März 2023 mal ApoRed nach einem Fußballspiel am Hauptbahnhof in Castrop-Rauxel getroffen. In Klammern, allein das ist schon eine Vollpsychose. Hab ihn dann gefragt, warum er mit der Bahn... Am Hauptbahnhof in Castrop-Rauxel. Okay. In Castrop-Rauxel hängt und er meinte irgendwas von wegen, dass er einem Freund in Dortmund beim Umzug hilft und man da nur mit der Bahn hinkommen kann und sich verfahren hat. Macht jetzt auf jeden Fall. Wie verfährt man sich denn mit der Bahn, Digga? Die fährt doch auf der Schiene. Ne? Und in Dortmund weiß ich nicht, ob es da Orte gibt, wo du nur mit der Bahn hinkommst. Ich glaube, da gibt es keinen großen Berg. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran vom letzten Mal, wo ich in Dortmund war, dass da irgendwo ein großer Berg war, wo so eine Zahnradbahn durchgeht wie an der Zugspitze, ne? Wo du dann auf keine andere Art und Weise mit dem Auto kommst nicht hin, ne? Dass er wieder Lülü ist. Fall Sinn, warum er nicht mit dem Auto unterwegs war. Aber ich frage mich bis heute, was der in Castrop verloren hat. Ja, lieber Maxi, lass es mich dir erklären. Die Antwort auf die Frage liegt seit 2 Jahren in meinen Instagram-DMs.
Es ist unfassbar. Festplatte, Instagram, DMs, etc., etc. Für jedes Scheiße. Es schreibt ihm irgendeiner in die Kommentare, ja, oh Digga, an dem und dem Tag habe ich den da in Castrop Rauxel gesehen. Ich frage mich, was er da gemacht hat. Und Mimi schaut auf seine Festplatte und durch seinen Instagram-Feed und sagt so, hey, das kann ich dir sagen, das war das und das, Digga. 2 Jahren kam Entschuldigungsteil 10. Da ging es ja unter anderem darum, dass ApoRed ganze Zeit versucht, fremde Frauen auf Instagram und Dating-Plattformen auf die unangenehmste Art und Weise zu beeindrucken. Er ganze Zeit seiner Ehefrau fremd geht oder versucht fremd zu gehen, während er online schwört, dass er ein strenggläubiger Moslem mit Berührungsängsten ist und sich nicht mal im gleichen Raum mit einer Frau aufhalten kann, weil ihm das so unangenehm sei. 2 Tage nach meinem Video hat sich Miriam bei mir gemeldet und nochmal bestätigt, dass das mit Badu alles stimmt. Sie meinte, ihre Freundin wurde von ApoRed über Badu kontaktiert und weil sie da nicht alleine zum Treffen hin wollte, hat sie Miriam mitgenommen. Also sind sie 70 Kilometer zu ihm gefahren, weil er kein Auto hatte. Der war da gerade in Wuppertal bei der ABK-Bubble zu Besuch. Beim Treffen hat er auch erwähnt, dass er nach Istanbul ziehen will. Was ganz interessant ist, aber dazu komme ich gleich. Ich meine, ABK fand ich früher super unangenehm, finde ich inzwischen eigentlich relativ sympathisch, aber der hängt halt trotzdem mit irgendwie so losten Leuten ab. Hier Apo und hier ist der andere. Hier ist der andere, der fürchterlich unangenehme Dude, der Lehrer ist, glaube ich sogar. Weiß nicht mehr, der hat Stress mit Tobias Huch gehabt mal. Und ich glaube auch mit Polytopia. Ja, ich weiß nicht mehr, aber aus der Bubble finde ich den Ding schon eigentlich noch am sympathischsten. Ne? Jetzt hätte ich wieder fast ApoRed gesagt. Ne? ihr wisst, den ich meine. Der ABK, genau. An die beiden Mädels hat er sich zwar nicht rangemacht, aber scheinbar konnte er es trotzdem nicht lassen, sie die ganze Zeit beeindrucken zu wollen, indem er ständig betont hat, wie bodenständig er ist, während er Monologe über seine krassen Erfolge gehalten hat. Kurz darauf hat er sich nochmal alleine mit Miriams Freundin getroffen, die musste ihn aber auch wieder mit Auto vom 20 Kilometer entfernten Bahnhof abholen, was schon etwas suspekt ist, nachdem er denen ausschweifend erzählt hat, wie wohlhabend er sei. Irgendwann ist er dann noch von Miriams Freundin weg und meinte, dass ihn draußen ein Kollege abholt. 1 oder 2 Wochen später hat er dann gefragt, ob er eben zu ihr kommen kann, und meinte so, ja, kannst du gerne kommen. Und dann war das auch ganz weird, weil er hat ja auch, also der hat uns erzählt, er hätte seinem Vater irgendwie eine G-Klasse gekauft und eigentlich benutzt er das Auto, aber jetzt hat sein Vater das irgendwie. Und ob sie ihn dann irgendwo hier in der Nähe vom Bahnhof abholen kann, aber das war nicht in Castrop, das war irgendwo in der Nachbarstadt, weil der Zug irgendwie nur bis dahin gefahren ist. Dann hat sie den noch abgeholt. Irgendwie eine halbe Stunde ist sie da hingefahren und dann sind die halt zu ihr in die Wohnung und dann ist der irgendwann abgehauen. Also da lief auch nichts oder so, aber der ist dann irgendwann abgehauen und meint halt so, ja, ein Kollege holt ihn jetzt ab. Ja, und dann saß das armselige Würstchen am Bahnhof Castrop Rauxel und hat auf seinen scheiß Zug gewartet. Seinen tollen Abholkollegen gab's gar nicht. Der einzige, der kam, war Maxi und so schließt sich der Kreis. Ja. Ja, ist doch klar, wenn du dich permanent verhältst wie du hinter letzte Türen sprost, dann hast du halt irgendwann keine Kumpels mehr, die dich von der Butze von irgendeiner Tussi, die du im Internet aufgerissen hast, mal abholen können. Ne? Da hast du halt keinen mehr. Da musst du halt schauen, wie du weiterkommst hier von Castrop Rauxel. Maxi, jetzt weißt du, warum er da war. Nicht, weil er sich verfahren hat, sondern wegen Frauen von Dating-Apps und das Ganze wieder an Ramadan. Also so richtig streng muslimisch wieder, wie man es vom Allerechten kennt. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche an Ramadan. Und da hinten liegt übrigens sein Gebetsteppich. Und was besonders interessant das auch, ja, bei ihm ist so die Alibi-Aussage, ja, ich bin ja Moslem und das geht ja gar nicht, ne? Ich bin ja gläubiger Moslem, ich würde hier nie an irgendwelche fremden Frauen ranmachen, etc., bla bla. Und dann genau gegenteilig handeln. Und bei Reini ist es ja diese Aussage mit, ja, ich stehe eigentlich nur auf Ältere. Das ist dieselbe Scheißnummer. Das fucking selbe Prinzip. Einfach erstmal irgendwas behaupten, dann genau das Gegenteil tun und wenn dann Vorwürfe kommen, sagen, ey, ist gelogen, ich behaupte auch schon immer das und das und das. Und das funktioniert bei manchen Leuten. Ne? Es gibt Leute, die da nicht kognitiv in der Lage sind zu sagen, Moment mal, ja, du behauptest es zwar, aber wer sagt mir denn, dass das stimmt, wenn du das behauptest? Welchen Grund sollte ich haben, das zu glauben? ist, dass er hier bereits geplant hat, nach Istanbul abzuhauen. Auf dem Beschlussbrief von vorhin steht auch, dass die Bewährung Ende März widerrufen wurde, also dass jetzt Knast anstehen wird. Und nach der Insta-Story mit ABK in NRW von Ende März gab es auch keine Story mehr aus Hamburg, sondern aus Istanbul. Das lässt stark vermuten, dass der überkrasse Familienmensch direkt von da nach Istanbul abgehauen und seitdem nie wiedergekommen ist. Prioritäten auf jeden Fall wieder richtig gesetzt. Die letzten Personen, die er in Deutschland persönlich verabschiedet hat, waren scheinbar nicht die Eltern, Ehefrau und Kinder, sondern ABK, fremde Frauen von Badu an Ramadan und Maxi aus meiner Kommentarsektion.
Ja, krasser Familienmensch. Das muss fürchterlich für den sein, dass er seit 2,5 Jahren nicht mehr in Deutschland war und seine Familie nicht mehr gesehen hat. So, Fortsetzung folgt irgendwann. Checkt auf jeden Fall Display ab. Fisch ist Gift. Ach, und ich habe ein neues Feuerzeugmotiv am Start, so auf Sanji angelehnt. Alles in der Beschreibung verlinkt. Alles in der Beschreibung. Leute, was bei mir in der Beschreibung verlinkt ist Mimis Kanal. Ne? Schaut doch mal rüber. Lasst doch mal Liebe da. Ein Abo, ein Kommentar unter diesem Video. Schaut euch das Video selber nochmal an. Jeder Klick ist da gut angelegte Zeit. Sehr unterhaltsame Nummer. Ohne mein Geschwalle zwischendurch vielleicht. Ne? Unterstützt den Mann. Unterstützt den Mann. Bei dem Upload-Schedule kann das brauchen. Ne? Und ansonsten tut nicht, was Reini tut. Tut auch nicht, was ApoRed tut. Unter gar keinen Umständen. Und wenn er es doch tut, dann sitzt einfach die scheiß 7 Monate ab und versteckt euch nicht eine halbe Ewigkeit im Ausland, wo ihr dann Kellner und Schwänze lutschen müsst und irgendwelche Touristen anhauen, damit sie euch aushalten einen Abend, damit ihr vielleicht mal Spaß haben könnt. In diesem Sinne, haut da rein. Melloff.